Mic Test. Hallo? 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 Bitte sagt er. Hallo? Ja? Ja? Ja, oder was? Geiler Ton! Leute, Ton! Und Stände. Ja? Kannst du futzen, Alter. Den kannst du futzen, Alter! Echt? Alter, den hab ich so dermaßen festgespackst, Alter, den neuen. Hab ihn! Ton! Hab ich Ton, Alter! Jetzt kommt davon, wenn man das scheiß Mikrofon an mich absteckt, wieder ansteckt, geht nichts mehr. Bitte fragen Sie mich nicht, warum, ich weiß nicht. Jetzt geht der Ton, aber keiner hört mehr was. So, jetzt aber nochmal. Hab ich! Ich bin's, der Bürger! Das ist der Löwensepp! Montag, 20 Uhr! Jetzt wird eine der sieht. Full Dingsbums und so ein Scheiß, was es selbst ist. Löwensepp! Merci für den Euro, mein Mike, merci für den Euro, Schmiedi, merci für den Euro, Ton! Muss ich schnell was trinken, jetzt hol ich mich. Auf der Bierbing steht der Korn am Sofa, der sitzt beim ist der Matthias Kunz. Kannst du noch lauter? Weiß ich nicht, ich kann's probieren. Kannst du noch lauter schreien? Es war, du wolltest es so. Leon, Ruhe! Bist du vollkommen besoffen? Stop it! Und über den YouTube-Chat schon gleich 5-mal nicht! Was soll denn da? Es ist halt Montag, gell? Das ist irgendwie immer das Gleiche. Am Montag ist immer irgendeiner dabei, der total. Was weiß ich. Leon, ich weiß, was ich sagen soll. 50er ist zu fair, Alter. Ich keine Ahnung. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Was soll denn? Kartoffelpuffer. Dein DSI-Squad ist da und musst uns suchen. Nein, versteckst du die Spenden mir jetzt nicht. Kartoffelpuffer, merci. Sonntag, Ruhetag. Sie haben es leider gestern noch Elden Ring Stream nachgeholt. Tipp 1000, sehr sehenswert. Das freut mich sehr. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Das war schon so. Das war... Wer ist das? Sonntag, Ruhetag. Merci dir. Pauxi! Da geht mir glatt das Zipferl auf, du. Da geht mir glatt das Zipferl auf, Alter. Bier Squad! Welcome, Pauxi und Sonntag, Ruhetag. Merci für deine Mitgliedschaft. Vielen herzlichen Dank. Welcome to the Squad. Leute, kennt euch bitte einmal bitte. Sonntag, Ruhetag. Merci für den Euro. Es freut mich, wenn dir Elden Ring gefällt. Dann sehen wir uns ja spätestens am Mittwoch nochmal. Was ist denn jetzt wieder? Das ist der Herr Schropp, der wird wieder nicht angezeigt. Ich weiß nicht. 4 von 3 Mitgliedern, nur 3 von 4 Mitgliedern werden angezeigt. Herr Schropp, Sie haben einen geilen Stream. Merci dir, Lukas. Merci dir, Rest in Peace, Mr. Headphone User. Rip Mr. Headphone User. Merci, ja. Und Rest in Peace, Stimmbandel. Wolfrick! Du hast mich schon vorgewarnt. Da sage ich nichts, da beschwere ich mich nicht. Was ist da? Ich lasse vorlesen. Ulfric, ich hab die ersten 5 Wörter, aber schon. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich leide seit vielen Jahren an Depressionen und ganzes Zeugs ist inzwischen das Einzige, das mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Einschaltungszeichen, deshalb. Muss ich weiterlesen? Deshalb nur Hashtag einfach mal Danke. Herr Wulfric, was Depression betrifft, kann ich wahrscheinlich nicht so 100%ig mitschmerzen, darum sage ich nichts. Aber wenn dir mein Bullshit ein Grinsen in die Futzen bastelt, es ist mir eine Ehre, das muss dir keine 10 Euro kosten. Pussy aufs Nussi, Dankeschön. Riegelstädter, merci. Leon, mir wurde mein Fressen im Hotel geklaut. Ich gebe zurück. Der Bürger Was? von Magistan Asnaye Poster B stellt direkt an Ehren. Dankeschön. Ja, über das Poster reden wir gleich. Ja, aber wie sie sagt, sie kommen schon wieder zu überhaupt nichts. Leon, merci dir. Knädelbutler, merci dir. Mal meinen Schatz grüßen, Hashtag hab dich lieb. Felix, Pupsi. Muskatnuss, magst du mal meinen Schatz grüßen? Hab dich lieb, Pupsi. Ich hab dich auch lieb, Felix. Merci dir. Stream Sniper. Auf welchem Server sind wir heute? Frag für einen Freund, der freut mich. Auf dem von deinem Mann! Leute, jetzt chillt's halt. Fenner Leon! Geiles Video hast du rausgehauen gestern. Fenner Leon, das freut mich äußerst.
Erst einmal Phase 1, merci fürs Anschauen. Bichler! Wird auch nicht angezeigt, ich weiß nicht warum. Der ist jetzt bei ihm. Herr Ederer! Der Ederer wird schon wieder angezeigt. Ja, jeder, merci dir. Dankeschön, Leute, ist gut, hätte sich dazu gern was verzeihen vom neuen Merch. Ich weiß nicht, weil ich ruck einmal zurück und stehe einmal kurz auf, vielleicht merkt es jemand. Ich muss mich kurz stricken. Ah, die Bantel stören beim Stricken. Auf der Bier steht ist jetzt beim deine Kibisi. Oh, deine merci dir. Welcome to the squad. Leute, jetzt chillt seine Knirschheim. Dankeschön. Herr Handel, Herr Kulzer, merci. Leute, ich möchte was Herz sagen, bevor es losgeht. Andere, Herr Kulzer, was? Was? Auf der Bierbing steht ich einfach am Anfang das 10 Minuten lang durchlaufen lassen, ich weiß es nicht. Ich darf ja nichts erzählen, jetzt meinen die Leute, der Merch ist da. Schlechte Nachricht. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt beim Vollbiskott. Dankeschön! Killstreak senkt, die kriegst du. Mike, Bürgerlauf, Hashtag FullHomo, was? So, Leute. Der war jetzt ekelhaft, der war wirklich ekelhaft. Aber das war der Besuch von Juhu auf der Karte. Erst einmal merci fürs Video schauen und Dankeschön für das, ich sage mal 98% positive Feedback, weil normalerweise sind es 99,5. Aber ich weiß genau, an was das liegt, an 2 Dingen. Erstens, es ist was nice. Zweitens, es ist völlig behindert. Drittens, der Ton ist unter aller Kanone. I'm sorry, ich habe leider für diese... Schnauze jetzt! Merci! Der Ton ist unter aller Kanone. Ich weiß das, ich habe es leider nicht besser hingekriegt. In der Nachbearbeitung, das ist so leise und das Richtmikrofon, das ich da habe für meine Kamera, funktioniert, deswegen der Psufferne zum Beispiel, der hat einen super Ton. Da versteht man alles, da rauscht nichts, da halt fast nichts und überhaupt, aber die anderen 2 reden quasi also bin ja ich, reden am Mikrofon vorbei und das muss ich so nachbearbeiten, dann halt's wie Sau. Aber ich glaube trotzdem, es ist ein absoluter Bullshit, ja, also es hat null Sinn, es hat keinerlei Mehrwert, absolut gar nichts, aber es hat so viel Spaß gemacht, das aufzunehmen, das zum Schreiben, zum Cutten dann. Es war einfach mal was anderes, okay? Auf der Bierbing steht ein kleiner Herr Mark! Wie schaut es eigentlich mit Chatnachricht für treue Mitglieder aus? Hä? Wie schaut jetzt eigentlich, wie schaut jetzt eigentlich so eine Chatnachricht für treue Mitglieder aus? Achso, du hast quasi das gerade ausgetestet. Genau so. Der Text wird da komischerweise nicht angezeigt, aber ich kann es lesen. Der Russensepp, Leute, jetzt hört nicht auf, ich muss was erzählen, sonst dauert es ewig, bis wir anfangen. Hört's auf jetzt, Russensepp. Servus Bürger, ich würde mich gerne hiermit danken, dass du uns die Zeit vertreibst. Was? Ich weiß nicht, da gibt's nichts zum Bedanken. Und ich durch dich 3 geile Spiele kennenlernen durfte, DayZ, Rimworld und Satisfactory. Ich wäre ansonsten immer noch bei Payday 2 und Rainbow Six. Ich glaube, früher oder später wirst du da selber draufkommen. Du schon. Merci für den Euro. Ja, mach. So schaut so eine Nachricht aus. Ich kann es lesen, ich lese es vor, aber ihr seht es nicht. Frag mir bitte nicht, warum. Aber ist gut. So, jetzt pass auf. Wer jetzt nicht aufhört, der schlägt seine Limousine. Okay? So. Der Ton war furchtbar. Ja, ich werde schauen, dass ich das beim nächsten Mal vielleicht besser hinkriege, aber ist ja wurscht. Der Robby schreibt, Birger, war das Video nicht so viel Arbeit, die ganzen Szenen zu drehen, Skripten und so weiter? Mei, was heißt so viel Arbeit? Ich kann es nicht sagen, da beiß ich nicht mehr auf, weil es halt endlich einmal, wie soll ich sagen, weil es halt endlich mal was anderes war, dann ist das keine Arbeit nicht in dem Sinn. Aber natürlich, ja, sich das ausdenken, Skripten, aufnehmen, zusammenschneiden und so weiter, natürlich ist das eine Arbeit. Ja, das braucht Zeit und Zeit ist Geld und Zeit ist Geld und Geld ist Arbeit. So einfach ist es. So, aber jetzt, ich habe euch ja gerade das dazu. Ich bin Folgendes. Nein! Jetzt ist er Ruhe! Leon, Schnauze jetzt! Du wirst nichts erzählen. So, die National Sounds sind jetzt aus. Merci dir. Und zwar, ich zeige euch jetzt etwas. 3, 2, 1. Bumm.
Geil! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere ganz offiziell, fast offiziell, weil es ist noch nicht erhältlich, warum erzähle ich gleich. Das ist unser Staffel 2 Motiv. Es ist alles drauf, was er jeder kennt, was er in die letzten 12 Streams übrigens alles so mitgekriegt hat. Chamäleon, ich kann halt nicht drauf deuten. Der Yeet-Zombie, der davor fliegt, Leute, die auf dem Tower tanzen, der Heli-Crash. It's okay, it's okay, it's okay. It's überhaupt nicht okay! Ist das blau? Ist das blau? Ist das blau? Da unten haben wir ein Chamäleon. Dann haben wir einen Lansley-Loot haben wir auch. Dann haben wir die kleine grüne Mine da. Wir haben das Ortsschädel für Wischnoche, das 1337 Kilometer weg ist. Und so weiter. So, jetzt aber Folgendes. Was steht in den Sprechblasen? Da steht drin, it's okay, it's oh. Und oben bei mir steht, it's überhaupt nicht okay. Und in die kleinen Sprechblasen steht drin, ist das blau, ist das blau, ist das blau. Soll quasi eine Anspielung drauf sein, wie mit Leuten Screenshots schicken mit schwarzen Westen ist das blau. Okay, das ist quasi der Witz. So. Aber wenn ich ihn erklären muss, dann ist er eh schon keiner. Aber gut, du musst halt die Insider natürlich wissen. So, jetzt haben wir ein Problem. Das erste, was man natürlich sagt, ist, oha, das ist ganz schön krass viel Blätter. Mit ihr Blutlocker und den Typen da bei meinem Gesicht, den zleckt sie ja Vollgas und so weiter. Darum hat Spreadshirt leider Gottes dieses Motiv abgelehnt. Du weißt, ihr kennt es nicht. Nein. Warum hab's ich dann auch? Weil sie auflädt, bestellen wir das Ding und löscht sofort wieder. Ja, das tut mir wirklich außerordentlich leid. Und es dauert ewig, ja, über einen Tag hat das letzte, oder es dauert über einen Tag, ich weiß nicht wie lange das dauert, ich habe dann einmal angerufen und gesagt, bestätigt mir endlich das Ding, weil ich das heute auf die Nacht brauche. Dann haben sie es angeschaut, war vielleicht auch nicht so schlau und dann haben sie es abgelehnt. Klausi, jetzt gibt's keine Donation mehr, Schluss jetzt, du hast doch deinen Kopf verkehrt rum auf, ich nicht. Obi. Kann sein, ja, schau ich nachher noch. Klausi, mir ist wieder entwickelt. So, es ist extrem schade. So, ich arbeite an, erst einmal Triple F für einen Chris, der mir das Ding gezeichnet hat. Ich habe es bloß ein bisschen nachbearbeitet und wirklich bloß Kleinigkeiten gemacht, wie die Sprechblasen, das Ratatata und den Titel und den ganzen Preis. Press Triple F für einen Chris, der mir das Ding gezeichnet hat. So, in sehr langer und vieler Arbeit. Jetzt habe ich, das habe jetzt ausnahmsweise ich gemacht, weil ich einen Chris nicht noch mehr nerven mag. Ich habe mir gedacht so, okay, das wird natürlich abgelehnt wegen dem Blutzeug und weil es den Typen da halt voll zersplattert. Das ist schade. Jetzt kommt folgende Version. Blub. Wieso ist denn das jetzt, wieder so groß? Was ist der Käse wieder? Hoppala. So, das ist die zweite Version. Weg. So, was ist jetzt da anders? Ich glaube, ihr seht es sofort. Ich versuche das schrittweise so beim Original zu halten, wie es geht. Da ist kein Blut mehr, da fliegen jetzt bloß noch Patronen umeinander und sein Gesicht ist zensiert. Okay? Trotzdem haben wir natürlich da unten nur ein Blutlocker, aber gut, ich sehe kein Blut. Das ist kein Blut, das ist das Rote Meer. Okay? So. Das habe ich aufgeladen. Wir können es einmal schnell, ich kann ja mal schnell nachschauen. Vielleicht ist es ja schon genehmigt in der Zwischenzeit. Ich kriege da keine Benachrichtigung und gar nichts. Schauen wir mal. Nein, wird geprüft. Genauso gibt es davon ein Poster. Und übers Wochenende, das ist ja das Lustige, das Poster ist eine Zeit lang genehmigt worden. Das da ist sofort abgelehnt worden. Also das T-Shirt-Motiv ist sofort abgelehnt worden. So, jetzt machen wir es mal. Gerne. So, ja. Dann erkennt man halt zuerst nichts, gell? Aber egal. So, ist ja wurscht. Kurz zur Erklärung, das Ding wird überprüft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder abgelehnt wird und wieder. Und ich mag das ganze Ding nicht, wie soll ich sagen, kaputt nerven, okay? So, in der Zwischenzeit habe ich mir einen anderen Anbieter gesucht, beziehungsweise vorgeschlagen bekommen. Das ist GetShirts, glaube ich, heißt. Das hat mir wie soll ich sagen, hat mir der Dampfler empfohlen. Das werde ich mir austesten. Vielleicht übernehmen die das Motiv. Dann schaue ich mir die T-Shirts einmal an. Ich schaue mir auch die Vergütung an. Bin ich also ganz ehrlich und wie der Shop ausschaut und. Und dann werden wir halt von Spreadshirt zu GetShirts wechseln. Weil ganz ehrlich, wenn da umeinander gemuschelt wird, dann muss ich sagen, Spreadshirt, okay, tschüss dann. Außerdem wird man auch nicht mehr so schnell geantwortet auf E-Mails und so weiter und so fort. Offensichtlich bin ich nur interessant, wenn Weihnachten ist. Dann muss ich sagen, ja, Herr Spreadshirt, fickt euch! Auf alle Fälle, es ist noch nicht bestellbar. Gratulation an diejenigen, die übers Wochenende mal geschaut haben und das Poster gekauft haben. Ihr seid die einzigen, es waren nicht viel, ich glaube es waren 5 oder so, oder 5 oder 10 Leute ungefähr. Ich kann es nicht sagen, nein, 10 waren es nicht, weniger. Die haben das Poster gekauft, das T-Shirt hat es ja nicht gegeben. Da
dann Gratulation, ihr habt ein Unikat. Das wird es so nicht mehr geben. Herr Rössler, merci, Bigeli abendritt. Bin wieder daheim vom Krankenhaus, das ist recht. Und ich bin bereit für Unterhaltung. Schöne Grüße aus AT. Ja, hoffen wir mal, dass das heute so wird wie letzte Woche. So, Kinder. Muss ich mal, jetzt ist mir, was ist denn jetzt mit meinen Haaren? Grütze fix, muss ich mir die Haare nicht zusammen. Birger, setz mir der Headset richtig rum auf. Ich bin Pro-Gamer, ich brauche mein Headset überhaupt nicht aufsitzen. Fini. So schaut das. Unikat auf der LAN unterschreiben lassen. Doppelpunkt Stonks. Sprengi? Kann gut passieren, aber zur LAN ist noch sehr lang hin. Die ist maximal, frühestens im Juni in einem Jahr. Aber da werden wir uns nächstes Jahr, weißt du eh, da werden wir uns nächstes Jahr unterhalten. So, Leute, Dankeschön, Schluss jetzt! Jetzt machen wir das wieder zu und dann weißt du eh, was ist, starten wir das verdammte Spiel. Leider Gottes ist es noch nicht bestellbar, ich lasse euch natürlich wissen, sobald es das ist. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. So, schalten wir um. Wo ist mein... So, passt. So, das. Ruckelt da was? Ich glaube nicht. Ist das flüssig? Ich glaube schon. So, Leute. Oh, ich muss noch mal zurückschalten, sonst sagt sie auf was vom Server, dass ich bin. Spielendrucker, los geht's! So, wir haben jetzt gar nicht mehr lange umeinander. Ich hab mir jetzt wirklich vergeben. Los geht's. Ja, das ist einfach... So, Leute, Entschuldigung für die Verzögerung, es geht los, jetzt wird geschossen, jetzt wird keine Ahnung, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne? So. Heute endlich mal wieder. So, wo sind wir? Da sind wir. Ich weiß nicht, wo ist das Squad? Da brennt der Feuer. Das ist schon mal, das ist mal nicht so schlecht für mich. Da ist der Squad. Nice one. Da sitzen wir gleich Zürich. Schau dir das an. Als hätten sie, als was vorbereitet. Servus. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Squad. Wie sitzt man denn hier? Kommunizieren, Grüße, sonstige. Schneider sitzt da. Ja, easy peasy. Das schaut mir schon mal sehr stabil aus. Ich hoffe, einer von euch hat einen Stream auf, dann muss ich nicht die ganze Zeit Ingame schmerzen. Das war voll spitzenklasse-mäßig. Leck mir mal. Wir haben einen Dolmetscher mit. Was, wir haben einen Dolmetscher mit? Ja, die Tini hört sich einen Stream an und sagt uns im Discord, was los ist. Das macht's leichter. Weil da wird wieder das Weiberl-Vieri geschickt. Oh mein, oh mein. Wo ist denn Tini Weenie? Wo ist Tini? Das ist richtig. Tini ist nicht da, die macht bloß Dolmetscher. Ach so, die spielt nicht mit. Aber Frauenquote. Ja, jetzt muss ich kurz erstmal einen Inventarcheck machen. Bis dahin bleiben wir natürlich ganz unauffällig da mitten in der Rauchschwaden sitzen. Schauen wir mal. Habt ihr mir... halt nur in Nachtschicht. Habt ihr... Nachtschicht, Press F für alle Nachtschichtler. Jetzt pass auf, hat mir der Schmiedi meine gewünschten Magazine mitgenommen. Das war voll unfassbar krass. Jawohl, Moment. Guter Mann. Er ist der beste Mann. Was der Gaby bist du? Hast du Gaby bist du drin? Ja, Gaby bist du drin. Wieso kann ich... was hat er denn? Und die Jacken und das Bandel ist alles da. Ich hab sofort instant einen Zettel in der Hosen. Press F in Schmiedi! So, leck, Alter, schau dir das an! Ich Ingame ein bisschen lauter machen. Also, wie ich Ingame lauter machen kann. Da kann man kann doch da lauter machen irgendwie. Da kann man doch die 3 Strichel anpassen, oder? Pfeiltaste nach oben. Pfeiltaste. Ah, nice one. Besser? Ja, schon. Das jetzt ein bisschen. Wir haben aber leider nur 15er Max gehabt. Ja, hilft dir nicht. Also, es hilft schon. Passt schon. Merci fürs Mitnehmen. So, jetzt bei so acht. Da hab ich die Hälfte Scheißdreck weggeworfen. Also, wenn du die Gickerl-Fahner nicht mehr willst, gell? Ja, die Gickel fahren will ich ja nicht mehr, die kannst du gern mitnehmen. Heidi, ich brauche nur noch Munition und Schießen. Wie groß sind die Munitionskisten? Die ist gescheit groß. War richtig groß. Was tust du mit so viel Wasser? Was tue ich mit so viel Wasser? Die drin der Saufer, wenn du nicht sterb bist. Spaß! Hat er jetzt nicht mitgerechnet, sag ich dir, was ist. So, kurzes Inventarsortiment, wir schauen mal ganz stabil aus. Kann ich bei FX45 brauchen, ich brauch's nicht.
Nein, danke. Nein, danke, alles dann. Alles klar. So, schau dir das so, wie stabil das wir sind. Was haben wir da? bloß 15? gute Sachen. Denke mir schon, dass ihr bloß gute Sachen möchtet. Ich hab's ja mit dabei. Da, gelbe Armbinden. Oh, ich hab sogar noch eine gelbe Armbinden-Code. Da schau hin. Ja, keine Ahnung, ich bin stabil, glaube ich. Ja, dann nehmen wir es mit, falls wer drauf geht. Kann man die Munition in dieser Munitionsbox lassen? Lädt er da auch Was automatisch nach? Oder muss ich die. Kann man die Munition in der Munitionsbox lassen und lädt er da auch automatisch nach mit R oder muss ich die raus da? Keine Ahnung. Nein, du fragst Sachen, das habe ich noch nie gebraucht. Das verstehe ich aber nicht, warum man das noch nie gebraucht hat. Ja, wer nimmt denn freiwillig eine Munitionskisten mit? Das ist bloß mehr Gewicht. Wollen wir vielleicht ins Zelt auf, weil wir sind da ziemlich oft. Ja, wir sollten uns einmal von da verpissen mitten im Lagerfeuer. Vielleicht ist das keine Ja, schlechte dann gehen wir da Idee, mal ja. rauf. Ja. Wie geht's, Faro? Ich verlose mich auf euch, der Pro Squad regelt. Los geht's. Oh, wie stabil, dass wir schon wieder sind. Leute, wie stabil, dass wir schon wieder sind! Der Lilly schreibt, das geht! Okay, das wollte ich hören. Achso, wir haben eine Zeit da, weil das fällt nicht so auf, oder was? Gut. Großes Zelt, was ist da herin? Nix. So, was ich jetzt da mal schnell probiere. Ich hab da noch ein LAR-Magazin, weil das brauchen kann, das wirf ich einfach ins Zelt rein. Alles, was ich so hab, was ich nicht mehr brauche. Also, ich darf da gern die 545er Moon abnehmen. 545er Moon. Das schwarze Backerl. Backerl. Lege ich da ins Zelt rein. Panzertape. Firma dankt. Die Firma dankt zurück. 62 mal 39. Ich hab noch 62er Munition eingelegt, die kann sicher auch irgendjemand brauchen. Haben wir da noch 45er Moon, der mir weg, 22. Nein, 22er. Bürger, Frage, was tippst? Wer verreckt heute als erstes? Wenn sie der Ringelstädter nicht wieder die blaue Jacken auszieht, nicht der Ringelstädter. Also, ich hab mir extra einen blauen Rucksack gekauft. Nicht gekauft, geholt, dass du nicht wieder schießt. Das ist das Allerwichtigste. Blaue Jacken, wir haben alle sehr stabil blau, wir schauen sehr gleich aus. Sehr gut, meine Damen und Herren. Da hast du noch was, dass der nicht kalt. Was, dass man nicht kalt wird? Was haben wir da? Jetzt, jetzt schauen wir aber gefährlich aus, Alter. Jetzt schauen wir gefährlich aus, Alter. Jetzt schauen wir aber gefährlich aus, Alter. Noch ein stabiles Magazin. Ich habe noch zwei so 556er mal 45 Magazine, die wirf ich euch auch ins Zelt rein. Waschtel. Brauche ich nicht. Oder was ist da für Munition drin? Die 9x19er, die der man natürlich. Oh, nein, das ist mein Tundra. Beziehungsweise ein Schmiedi seit Tundra. Entschuldigung. Da haben wir das aus. Ziehen aus. Tauschen. Wird. Jetzt ist deine. Da kann man wirklich instant nachladen. Die ganze Munition ist einfach in der Munitionskiste. Das ist ja super. Ja, ultra nice. Ist drin. Da können wir auch noch mal nachladen. Ja, tauschen. Kurzer Inventarcheck, ja. Nachladen und dann wieder rasiert, Alter. Gefährlich! So. Och. Ui. Schaut stabil aus. SG5 aus, die ist vollautomatisch. Da ist jetzt ein 15er Magazin drin, warum auch immer. Gehen wir jetzt wieder in die Kisten hier. So, Alter, haben wir mir viel Munitionszeug dabei. Ja, ich bin stabil. Sind wir ready? Dann schauen wir mal auf die Karten. Sollen wir noch mal eine Runde durch Geno dran oder sollen wir gleich weiter nach Elektro? Ich weiß jetzt auch nicht so hundertprozentig. Lass gleich Richtung Elektro laufen, das ist wahrscheinlich gescheiter. Dann gehen wir gleich Richtung Elektro und vorher schaut's noch mal bitte ins Zelt, da haben noch 2 Packerl 62er Munition, die ich ebenfalls nicht brauchen kann. So, passt. Was ist Elektro? Osten da die Vorschlag. Gehen wir an der Küste entlang, gehen wir Richtung Osten, Richtung Elektro. Ich schaue noch schnell auf die Map. Map!
So, wo ist die Map? Wo sind wir? Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, wo wir sind, aber wir sind irgendwo da. Ich hoffe, ihr seht es meinem Mauszeiger. Ja? Wir haben ja da letzte Woche durch die Stadt zu tun, haben wir uns einen ordentlichen Fight geliefert. Dann sind wir weiter und dann sind wir da nördlich in den Wald rein und irgendwo da sind wir. Das heißt, jetzt gehen wir straight nach Süden durch die Stadt und dann da herunten weiter und da ist quasi Elektrosawodsk. Kurz Elektro. Blätt! Und da gehen wir einfach weiter. Soll ja da nichts los sein, dann ist die Frage, was wir dann tun. Dann war eigentlich der nächste schlaue Ding, dass wir da an der Küste einfach weiter entlang gingen bis nach Berenzino. Da ist dann die nächste große Stadt. Aber das ist ein bisschen ein Weg. Aber das schafft man schon. So! Freunde der Sonne, dann Hashtag Map. Wenn ihr mitmacht, schlägt 2 Cousine. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. 3, 2, 1. Alles klar. Vollsprint nach Osten Richtung Elektro an der Küste. Meine sehr verehrten Damen und Herren. So, damit wir uns nicht verlieren, das ist auf alle Fälle mal auf 200 Meter eingestellt. Wie weit kann man das einstellen? 200, 300, okay, das passt. Was ist denn mit dir eigentlich da? Lass mir das sehen. Und es wird alles erschossen, was nicht blau ist. Es werden keine Fragen gestellt, es wird einfach geschossen. Zombies nach Möglichkeit lautlos töten. Mit lautlos meine ich, der Schlang nicht schießen. Sobald ich einen Schuss her, gehe ich auf Gefechtsmodus und ziehe Knarre aus und rot alles weg, was da ist. Ah, die ist gut, schade, diese. Warum müsst ihr alle mir noch laufen? Ihr wisst alle, wo wir hin müssen. Runter an die Küste. Machen wir ein Ding auf. So. Erst einmal Press F für den Squad. Die haben alle so vorbereitet, die sitzen alle gleich schon da, die wissen einfach, was geschlagen hat, Alter. Die wissen einfach, was geschlagen hat. Geht's auf den Straubinger Stadtturm von Elektrovatorsk und da so wie snipen. Ja, weil werden wir uns schon mal anschauen. Der IA schreibt, Birger, Frage, was hast du dir bei Dingen letzten Video gedacht? Schatzten. Wie kann man den schlechtesten Ton im Video machen, den es gibt? Da schauen wir mal ein wenig rein. Das soll reinschauen. Hoffentlich, ich möchte heute gerne mal mit der Tundra an der schießen. Da sind auf alle Fälle Zombies unten. Die glaube ich werden nicht von uns triggert. Bin ich mir fast sicher. Aber in den Stadtgebieten, da sind ja immer Leute. Ja. Aber das Zielvisier, das geht weit, gell? Hat zufällig jemand ein Laserentfernungsmesser? Bobby am Start. Jetzt ist sehr gut. Jetzt ist sehr gut. Ja gut, weiter geht's. Ab nach Elektro. Ah, da ist jetzt glaube ich Zombie gespawnt. Also wenn wir beim Open Field laufen nicht verrecken wir gar nicht. Was? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich hab gesagt, wenn wir jetzt beim Open Field laufen nicht verrecken, dann verrecken wir gar nicht. Wir verrecken auch gar nicht. So schaut's aus. Auch wenn wir durch die Stadt rennen. Einer schon. Nein, ich stirb halt nicht. Oh. Ja. Ja, wenn ich natürlich von euch exekutiert werde, langweilig. Ja, langweilig. Wir können natürlich auch 1 gegen wie viel sind wir? 7. 1 gegen 7 können wir natürlich auch machen. Obacht 14. Obacht 14. Das macht der Ringelstädter allein. Nicht. Was? Seine 10 mit den Bruch am Bratzen zusammengelaufen. Da rennt der Bambi rechts. Rechts rennt der Bambi. Ich verstehe nicht, warum nicht die Kugel fliegt. Hinter die Bam. Wart. Jetzt ist er hinterm Haus. Wo? In Laufrichtung oder was? Südwesten. Beim Kran hinten, zwischen dem Kran und dem Gebäude, also vor dem Gebäude. Fuß. Kran hinten? Achso, da hinten. Sing. Bambi oder nicht, ist mir scheißegal. Sicht wird ihm geschossen. So schaut's aus.
Verstecken wir uns jetzt zu 20. Haben wir noch, oder was? Hat's uns erwischt, oder was? Are you scared, you little Bambi? Versteh die Frage nicht! Gib mir deine Bandagen! Du Klappspaten! Ah, weiter geht's. So, haben wir jetzt eingesperrt. Sehr gut. Ich hab gerne Granaten reingeschmissen. Und weiter geht's. Oh, Kill Counter 11, Flugbison. Gegner Depp 1. Was war denn das für ein Schuss? Das war mein Tundra auf alle Fälle. Oh, da muss ich. Ich muss ja noch repetieren. Hab ich gesehen. Ey, wie lädt man eigentlich so ein Quad dann einen Repetierer nach, wenn ich da jetzt auf R oben bleib, dann hau ich halt die Kugel aus, oder? Der Schuss davor. Hat von euch gerade eigentlich irgendjemand geschossen? Wahrscheinlich schon, oder? Ich hab's nicht gescheit gesehen. Oder haben wir mir beschossen worden? Was man da? Hat von euch irgendjemand geschossen? Ich hab noch mich geschossen gehabt. Ah, Das geht. passt. Lange R halten. Winnie, das habe ich mir gedacht, aber ich probiere das jetzt einfach, wir haben so viel Schuss. Tatsächlich. Teeny Winnie im ersten dir. Wie feig hat's es eigentlich, Herr Wurstfinger? Was ist denn das mit feig zum tun? Wenn du da in der Schupfe drin versteckst, ist das nicht mein Problem. Wie feig seid ihr eigentlich? Ja, dann sag mal, wo deine 5 Spätzchen sind, dann rasieren wir die. Ob full equipped oder nicht. Los geht's. Wo? Wurstfinger, wo? Wurstfinger, wo? Der war blau. Ist scheißegal. Der hat da nicht hergehört. Wahrscheinlich war es der Wurstfinger selber. Alles, was kein Blauer hat, wird instant erschossen. Bambi mit blauem Shirt, peng. Pech. Oh, was haben wir da gefunden? Oh, ich hab's gefunden. Ah ja, Fassel, nix drin. Pixel Gaudi. Nino, du musst auf Twitch gehen, schaut's besser aus. Der Killer Dragon schreibt hinter euch. Glaube ich nicht. So, ich gehe mal ein bisschen auf die Straße auf, damit der Pixel-Bad nicht ganz so schlimm ist. Ich weiß genau, von was du redest. Das ist ein bisschen immer das Gleiche. Liegt leider am Codec, das kann ich nicht besser oder schlecht. Ja gut, schlechter kann man selber machen, ist eh klar. Aber ich kann es nicht so wirklich besser machen. So. Je heller, desto gut. Schaut jetzt besser aus? Der Elias schreibt, gibt es in dem Game ein Minigun? Nicht in Vanilla, in irgendwelche Mods mit Sicherheit. So, jetzt müssen wir jetzt einmal ein Stück laufen. In die nächste Stadt. Ich hab nicht geschaut, wie stark bevölkert der Server ist, aber normalerweise müsste der recht voll sein. Hat das irgendjemand von euch gesehen? Zufällig? Nope. Nope. Hab ich nicht aufgepasst. Nein, ich hab nicht geschaut. Aber gut, dem ersten haben wir ja schon über den Weg gelaufen, das war ja letztes Mal genau das gleiche. Bisschen besser, ja. Ging mir schon. Seid froh, dass es hell ist, weil wenn es Nacht war, dann waren wir wieder. Was das eh. Mag irgendjemand den Gilly-Zeig von meiner Tundra? Kann ich den runter? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den runter kann. Ich mag das Ding nämlich nicht haben, das sagt mir so krass. Den Gilly magst du nicht, oder wie? Achso, ja, okay. Weil wenn das Ding irgendjemand haben will, baut es euch ans Gewehr auf, das ist mir zu fett. Das, wenn du dann Bugel oben hast, das 6 auf 1000 Kilometer, das Ding. Jo. Aber trotzdem, danke Schmiedi! Schmiedi! Zombies verraten. Ich bin mir nicht sicher, ob es Zombies sind. Ja, es sind Zombies. Das heißt, da müssen fast Spieler sein, die kommen nicht von uns. Gehen wir auf Skal List, die Insel südöstlich von Elektro, da steht Efteler Base, weil die Insel bleibt unter. Was? Weil die Insel beliebt unter Basebahn ist. Wie kommt man, da muss man schwimmen, oder? Das ist ja voll kacke. Das ist ja voll kacke. Gehen wir uns so schauen, wenn wir in Elektro sind. Und in Elektro nichts passiert. Loot mir die Bude schnell durch! Ich hab nicht mehr recht fett zum Essen, ne? Ah ja, doch. Da hab ich noch ein. Spieler auf 11 Uhr. Ganz oben am Hügel. Ah ja, 2 Spieler. Gesehen.
Südost auf dem Hügel bei den Heuballen. Sind equipped, aber rennen nicht durch Elektro. Dann auf gleich, ich seh's nicht. Sagt man's noch? Sind schon über, Na, die sind über jetzt der hinterm Kuppe Baum. drüber. Dann, so schnell wie es geht, hinten nach, ist es mir ins Kreuz. Ich kann's leider nicht erschlagen, es tut mir leid, ich hab nichts zum Schlagen. Willst die Zombies und dann voll Sprint hinten nach. Wenn die equipped sind. Jetzt wieder alles, was passiert denn da alles? Oh, Tundra raus. Das geht. Lauft einmal irgendjemand vor Ruhe, der die gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Na, geh ruhig vor. Einfach geradeaus. Passt schon. Na, geh ruhig vor. Wer ist da feig? Na, weiter rechts, weiter rechts. Ja, genau. Ja, genau. Du kannst den Mili mit dem Gewehr machen. Auf F geht das bei mir nicht. Genau. Geh du einmal über die Kuppen und wir bleiben so lange stehen, bis du irgendein Zeichen machst, okay? Ah, dann schießt es halt allein. Bin ich doch nur mit Muschis unterwegs? Hab ich das gerade richtig ausgekehrt? Aber gut, wenn der Streamer natürlich stirbt, dann viel Spaß euch. Oh mein, oh mein. Oh mein, Kinder. Lauf nur in den Tod, du Trottel. Ey, oh mein. Da wird man schon wieder zwei umeinander gemuschi, das sagt er eh. Ich weiß halt nicht, wo die hier sind. Oh mein, kann noch nicht drum raus. Wer kommt sich? Es bleibt, mein Gott. Oh mein Gott, ich bin mit Muschi-Squad unterwegs. Hashtag Muschi-Squad. Da muss ich Lohrviere gehen, weil sie der Muschi-Squad in Tosen bimselt. Was ist mit dem Vollblau-Squad? Weiß ich nicht. Haben ja nicht Gockerl abgefroren seit einer Woche. Was ist da los? Hallo? Hashtag Muschi-Squad. Digga, auf alle Fälle nix. War halt einfach geil gewesen, wenn wir die gesehen hätten, wo die hier. War halt geil, wenn wir gesehen hätten, wo die hier sind. Es sind auf alle Fälle Zombies da unten gespawnt. Ich glaube nicht, dass die von uns sind. Ja, wobei, kann sie hingehen. Eine Linie bilden. Da unten bei den Garagen. Ja, ja. Aber da haben keine Spieler. Das sind Zombies. Ja, man muss noch ein wenig halt tritzen. Man muss noch ein bisschen einen vom Muschi-Squad singen, auf einmal haben sie da. Da rennen sie sogar vor Roger hin. Also für die Leute, die gerade dazugekommen haben. Wir haben auf dem Weg von Tscherno nach Elektro. Südlich der Karten, das sind die zwei Hauptstädte, wenn man so will. Gut. Meister, wo? Gesehen. Dicke die Sau. Hab nix. Muss ich weg. Ja, bleib im Baum hängen, du scheiß Mongo!
Weiter links flanken, High Ground, High Ground, High Ground. Tini, du musst übersetzen im Discord. High Ground, links aufcirkeln, links aufcirkeln. Zumindest mindestens einer. Ein, zwei Leute gehen frontal drauf. Ein, zwei Leute kommen mit mir mit. Wer hätte das gedacht? Kasau kommt mit mir mit. Ganz was Neues. Da haben wir irgendwann erwischt, ich weiß es nicht. Ich glaube mich nicht so auf alle Fälle. Aber jetzt halt jetzt ganz extrem schwer, da irgendjemanden zum Spotten, gell? Aber gut. Irgendwo er hinzielt. Seht nix. Die kannten unten im Bauernhaus sein. Haben wir Granaten dabei? Ja, Granaten haben Ich geh mal unten. Dann Haus umzingeln, Granaten rein. wir. Ja, jetzt rennt gerade. Könnten halt überall sein. Kill Count 1. Irgendwo schießt noch was. Der gehört zu uns. Links. Hochladen. Wegen von wo? Vorne am gelben Haus. Rechte Seite gelbes Haus. In Sichtrichtung. Vorsicht, man kann da aus den Fenster rausschauen bei dem gelben Häusl und das sagt man nicht gescheit. Da. Jawohl. Kann irgendjemand links, einer rechts außen vorbei, damit man sehen, dass er nicht geradeaus hinten abhaut. Javelins gibt's nicht in dem Game. Eher keine Javelins. Der erste Schuss war übrigens ganz miserabel. Ganz miserabel. Ich meine, ich hab die anderen Waffen in der Hand und hab nicht angeklickt. Ja, was tun wir jetzt mit dem? Gut, muss der Streamer vorangehen. Muss der unsterbliche Chamäleon! Muss vorangehen. Das hilft uns nichts. Ah, da ist eh schon einer von uns drauf. Passt schon, passt schon. Tini Winnie übersetzen ins Discord. Rechts obere Fenster. Rechtes obere Fenster, glaube ich, habe ich einen Schuss gesehen. Bin mir nicht sicher. Ja, er ist im Haus, ich höre Steps. Ja, pushen in der IC ist halt so eine Geschichte, gell. Kommt ans Haus und werft Granaten rein. Wer Granaten hat, eine ins Fenster damit. Das Rauchgranaten. Denkt man bei mir auch nichts, gell? Nur falls es war. Aber Granaten da ins Haus einwerfen ist halt auch wahrscheinlich nicht ganz leicht.
Oben. Achtung, Granate. Pusht's, pusht's, pusht's! Keine Granaten mehr, keine Granaten mehr! Sperrfeuer von außen oben ins Fenster rein! Nicht einschießen, das haben wir da drin. Alle down, alle down, alle down. Schau mal, ob von uns. Guck mal. Wir kommen am Puls messen. Kommen wir am Puls messen irgendwie? Ich nicht. Für die Bohnen mit. Pickeltipf, das nehmen wir mit. Mit. Haben wir da 22er LR-Munition. Alles Dreck, brauchen wir alles nicht. Ramt's aus, nehmt das Zeug von ihm mit. Puls 0, sag ich von da. Waren 2 Leute, oder? Ja, easy. Ja, einer. Birger, der wo gerade gestorben ist von uns, der kommt jetzt aus Tscherno wieder zurück. Ja, hört sich gut an. Wir Der ist in machen, Tscherno gespawnt. ja, wir machen halbwegs langsam, nehmt das Zeug mit oder beziehungsweise lasst es ihm liegen. Er weiß ja genau, wo das Zeug ist. Und er soll es einsammeln Er und kommt dann. wieder her. Ja, hört sich gut an. Ja, einer, weißt du, wir haben 2 Leute im Haus drin und in der IC pushen ist echt schwierig. Press F. Wer war's denn? Wie war sein Name? Und der wo gestorben ist, meinst du, oder was? Jawohl. War das no? Oh, der Yellowstone. Don't eat Yellowstone! Press F for respect. Einer ist von uns gegangen. Also, aber wir haben ja, was ist der Kill-Counter? Kill-Counter 13. Hört sich gut an. Ja, war stabile Nummer. Da hätten wir jetzt nicht leicht die Hälfte von den Leuten verlieren können, wenn es Ja. nicht. Kurze Info zwischendurch. Unten ist ein Brunnen direkt. Ja, passt. Er schmeißt einen Helm umeinander. Ich muss schnell was essen und dann geht's sofort weiter, da müssen wir nicht so lange da bleiben. Ah, hat die ersten schon zerrissen, Alter! Zerstückeln und halten! Der Teabag hat mir so ein bisschen gefeit, aber ich bin jetzt auch. Ich mag mal ausprobieren, was passiert, wenn man die zerstückelt. Ja, Menschen zerstückeln. Oh nein, erstmal was essen. Essen. Erstmal essen. Er hat sich fürs Team geopfert. Esst ihn! Wie viele Leute übersägen ich da schon wieder? Habe ich da schon wieder jemanden übersägen? Nein, Herr Röstler. Birger, darf ich dein Waffenpflegeset verwenden? Mein Waffenpflegeset, das darfst du verwenden. Sekunde. So, jetzt pass auf. Habe ich da hingedroppt. Währenddessen tue ich ein bisschen sortieren. Ich habe so viele Wasserflaschen rein, wir können so viel saufen, bis wir kotzen. Bis wir kotzen. Sagt ich. Aber zum Essen habe ich nicht mehr. Sagt das, was ist? Zum Essen habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr einen Teufel. Hm. Magazin ausleihen. Ja, wir machen jetzt ein bisschen langsamer, dass er aus Tscherno nachkommen kann. Die Schwammerl kannst du essen? Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Den werfen wir hin, brauchen wir nicht. War da noch ein Platz drin? Ah, nicht. Messer. Jagdmesser schmeißen wir weg, dafür haben wir das Messer. Gehen wir da unten auf den 8. Da haben wir auch noch Messer. Auf Bandagen, oben, Essen, auf Finstick, der wir auch da auf, Werkzeug, der wir oben. In oben, was auch immer das da ist. Oh, klassische Waffel habe ich auch noch schon hin. Klassische Waffel. Ja, nicht lang über mich. Ah, meine Handschuhe haben ruiniert. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, aber gut, hilft nicht. Waffenpflegeset nehme ich natürlich wieder mit, du. Das nehme ich natürlich wieder mit. So. Der ist nicht weit weg. Achtung, als Bambi getarnt. Handschuhe nicht mehr OP. Oh, nicht mehr OP. Dann die Un-OP-Handschuhe. Die haben zu wenig OP. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn wir den. Okay, Knarre aus, es gibt Action. Ja, diese Gichtlerei da schon wieder.
Oh, ist da jemand gestorben oder was? Was war denn da? Muss ich ausschauen. Muss ich ausschauen. Hilft uns jetzt alles nichts. Oh. Abflug. Ja, ein kleiner Posi-Wechsel war nicht schlecht. Ich mein, hinten läuft einer wie ein Geistesgestörter umeinander. Schmiedi ist von einem Bambi attackiert worden. Schmiedi! Oh, Schmiedi. Hat die der wütende Bambi-Sepp angegriffen, oder was ist? Was ist? Ah ja, Multivitamintabletten! Der hat Ja, mich ich bloß- hätte glaubt, das ist der Snow. Ach so, ja Ich war gut. nicht vorbereitet, dass der schießt. Ja, okay. Aber ist nichts kaputt, passt eh alles. Ne? Dabei die Zipfen. Und wo hat denn der die Knarre her? Oh, die nehme ich sicher jetzt halber mal mit, bloß damit ich es wegschmeißen kann. Schauen wir stabil aus. Ja, dann da die langsam forschen, wo handen alle? Sammeln wir uns einmal da drin in der Schupfe. Wart, Birger, einer von uns Kind in ich weiß nicht, 3 Minuten, auf den kann man da schnell warten. Ja, 300 deswegen Meter sag ich ja. Chancen. Sammeln da herin und dann langsamer Abmarsch. Weil der kommt und dann lootet der auch nochmal eine halbe Stunde umeinander sein Zeug und so weiter und so fort. Das dauert alles ein wenig lang. Die Leute hören die Schuhe, da haben wir gefickt. Außerdem möchte ich gerne da unten an die Küsten runter und dann durch die Stadt durch. Durchoperaten. Haben wir überhaupt alle da? Wo sind denn alle? Da ist einer. Sind alle am Spähen, sag ich das richtig. Treffen wir uns mal in der Schupfe da herin. Gehen wir nochmal alle in die Schupfe rein. Da meine ich, wie viel sind wir insgesamt? 8 Leute, glaube ich. Da meine ich fein noch. Ja, genau. Meine ich fein noch 4 Stück. Der 5. ist noch ein bisschen zu weit weg. Mr. Shepard, weil du es brauchst, mir ist wieder ein 5er. Ich hab's leider übersehen gerade. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Wenn du das sagst, dann brauche ich es. Ja, Bussi wir aufs sind Nussi. jetzt auch noch weniger gekommen, weil irgend so ein Kamikaze-Footler bei Franz, Mann, der muss jetzt wieder herkommen und erschießen. Ja, einer ist weniger, hilft nicht. Aber wo ist der ganze Rest, frage ich mich? Wir haben so wenig Leute, wir haben doch niemals, da fällt doch nicht bloß einer jetzt, oder? Oder täusche ich mich? Magazin nachladen, das große. Ja, die anderen, die überwachen halt die Umgebung. Die anderen überwachen halt die Umgebung. Ja, okay, das ist akzeptabel. Ja, Sind gut. halt keine Pro-Gamer. Keine Pro-Gamer, stimmt. Nur Pro-Gamer sind. Ich sag nur Pro-Gamer in der Schupfe. Jeder, der nicht in der Schupfe Genau. ist, schlägt seinen Noob. Da, jetzt hat der. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich mag jetzt den Menschen da drin zersticken, weil ich einfach sehen möchte, was passiert. So schaut's aus. Klick gerade da vorne, dass ich so viel. Oder einen Topf in der Hand. Geiler Topf! Wow! Ja. Mit zersticken wir jetzt die Typen. Halbe 2 Tipp vom Start. Halbe 2 Tipp am Start, das ist das Allerwichtigste. So, jetzt müssen wir das Messer raus. Dann schneiden wir den dahinter mal auseinander, die Vorschlag. Nicht schießen, der gehört zu uns. Halten und vierteln. Oh, da ist der Bambi-Sepp. Der Bambi-Sepp ist da. Nicht, ich hab schon gehört. So, ich muss jetzt wieder mal da. Loot dein Scheißdreck, weiter geht's. So. Wer ist brave enough, dass er sich da mal so ein sauberes Günther Jochen Steak mitnimmt? Haben die eigentlich alles gehabt? Oh. Mehr Flaschen. Kann's nicht brauchen. Mehr Flaschen, mehr gut. Hat der zeigt, dass man nicht brauchen kann. Sollen wir uns einmal so ein oh, die Handschuhe können wir uns klauen? Ja, das stimmt. Schöne. Oh, die haben zwar nicht so OP, aber es sind Handschuhe. Okay? So. Wie so ein Pfandflaschensammler. Ja. Zu Recht. Schmeißt du mir den Verband nicht auf, ey? Gibt's ein Peng-Peng. Luchter. Luchter. Gut, wir schauen mal aus. Ist der Yellow Snow. Bist du wieder bedankt? Ja, ich bin schon dabei. Ja, ist schon dabei. Weißt du mal einen Hammer ins Gesicht? Mit Wasser spielt man nicht. Das war ein Larry Pfannflaschen. Dodged like a pro. Das ist nicht grün.
Waffe to your face. Tja, Waffe in meiner Hand. Okay, bye! Lasst uns einmal zur Polizeistation laufen, ich brauche ein neues Oberteil. Gibt's in Elektro eine Polizeistation? Gibt es in Elektro eine Polizeistation? Hört man durch die Wind nichts, oder was? Ah! Außer mit dir? Wo ist denn? Gibt's? Ja, gibt's, aber es gibt eine Polizeistation, aber mit der Elektro. Ah, dann weiß ich, wer vorangeht. das Ich ist weiß doch nicht, was ist. wunderbar. Da gehen wir hin. Da haben mit Sicherheit nämlich auch andere Spieler. Auf geht's, auf geht's. Du hast jetzt quasi keine blaue Jacken mehr. Geht das schon wieder los? Richtig, ich bin aktuell braun. Ich versuch's mir zu merken. Falls du eine Kugel ins Gesicht kriegst, Entschuldigung, das war schon so. Dr. Melnick, merci, Freier, merci dir. Leute, jetzt seid jetzt auf, ich kann nicht aufpassen. Geht einmal irgendjemand voran, der weiß, wo die scheiß Polizeistation ist. Und Gas. Ich muss lesen. Du Freier! musst aufpassen, der Bürger, der schießt gerne auf seine Community, hab ich mitgekriegt. Hey, ich schieße nur auf Leute, die kein blaues Oberteil da haben. Ist das blau? Ist das blau? Ja, ist ja, das blau? Und Gas. Freier, danke dir für den Zwickel. Du hast das neue Part von der Wrath of the Righteous schon gezockt? Wenn ja, wie findest du das? Ich hab's auch gezockt. War fest davon überzeugt, dass ich es durchzocke, weil ich solche Spiele liebe. Ich habe das erste Pathfinder Kingmaker habe ich auch geliebt und durchgespielt, aber dann habe ich nicht so viel Zeit gehabt. Und dann ist irgendwie, liegt es jetzt auf meinem Pile of Shame leider. Also ich hab's gespielt, aber nicht lang. Aber das, was ich gesehen habe, war gut. Sehr gut sogar. Wenn du solche Spiele magst, viel Spaß damit. Falls du solche Spiele magst und dann wundert mich wundern, wenn du das nicht kennst, schau dir mal Pillars of Eternity 1 und 2 an. Darf mir aber schwer wundern, wenn es das nicht. Alter, jetzt hab ich mal, da steht ein Spieler auf dem Hausdach rum. Ich weiß nicht, wo die Polizeistation ist. Kinder, da müsst ihr mich hinführen. Ansonsten gehen wir. Der Turm vor uns der Turm vor uns, das ist Feuerwehr, da kann man auch schnell. Feuerwehr kenne ich. Ja, da kann man auch schnell reinschauen. Ja, schauen wir rein. Und Gas. So, dann haben wir den nächsten. Dr. Melnick, merci für den Zwickel. Endlich ist der Wadi, der Verrückte, mal in einem Video von... wer bist du? Kenn ich die? Haben wir uns schon mal gesehen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Wo ist der Flo eigentlich da? Flo! Du fetter Huren! Ist das eigentlich irgendjemandem auffallen? Dass da eine andere Person mit dabei war im Video? Hat das eigentlich irgendjemand... Mich wundert es, dass nicht die Frage gekommen ist, wer ist das? Wer ist das? Hier mit einer Perücke. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Da ist er, der Florian. Florian, hallo Florian. Press F in Florian. Sprenge schreibt, der Flo war stellvertretend für die Community in der Mitte. Total lost. das war so die... Oh, da einen Haufen Zombies. Ein viel Zombies. Da einen Haufen Zombies. Außer mit den Brille. Reichen wir uns vorbei. Reichen wir uns vorbei. Press F für den Flo. Ausnahmsweise mal nicht aus... Was ist... Die scheiß Umeinanderlegerei von den Zombies. Glauben Sie mir schon wieder. Birger, was ist deine Meinung Was ist deine Meinung von Tag Zauberland? Birger, was ist deine Meinung von Tag Zauberland? Lele, ich weiß nicht, was das für ein Satz ist. Ich weiß nicht, was du befragen möchtest. Der Niki Natter schreibt, hast du doch davor gesagt, dass er dabei ist. Ja gut, aber ich meine, im Stream sehen das, sagen wir mal, 3000 Leute, was ich sage. Und das Video haben 18.000 gesehen. Brechen wir es einmal ein bisschen weiter oben, da sagen wir 15.000 Individuen. Ja genau, Birger. 15.000 Individuen gesehen. Die haben nicht gehört, dass da der Flo dabei ist. Die wissen nicht, die Dinge sie halt wahrscheinlich... Also die waren wahrscheinlich genauso los, dann haben sie nicht in Frage gestellt. Keine Ahnung. So, eine Feuerwehr. Gibt's da habe ich was gesehen. Da liegt was. Feuerwehrhosen, ABC-Stiefel. Oh, Zombie Sepp. Arbeitswack. Zombie Sepp im gelben Gummianzug. Kriegt das, wenn sie haben, Basic to the face. Individuen. Wo einer? Oh, was liegt da? Loot.
Willi Vanilli. Immer chillen, Kind. Das Feuerwerk war das mit Sicherheit aber auch nicht schlecht. Oh oh, Zombies. Zombies sind triggert. Vielleicht sollte man nicht auf vollautomatisch stehen. Halbautomatisch, wenn man gegen Zombies spielen. Aber gut. Naja, da gibt's nichts. Müssen wir weitergehen. Kinder, da müssen wir weitergehen. Ihr habt gemeint, das ist der Praktikant. Ja, es ist ja quasi der Praktikant. Florian, du bist aber jetzt eher was in den Chat. Achtung, ne, das F hat jetzt ausgedient, aber jetzt ein was in den Chat. Wenn er mitmacht, der schlägt einen Floh. Und der jetzt lieber mit, weil es gefällt ihm. Das mag er. Florian, sagst du, was ist das mag er? Was? 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 Freut mich übrigens, dass es euch taugt. Es ist halt irgendwie der Ton ist halt kacke. Das ist, was denn eigentlich mit dir? Möchtest du mit so einem Feuerbehelm aufschmeißen? Hörst auf! Pfui! Triffst mich nicht, triffst mich nicht. Du bist ja ein Blinder. Du bist ja ein Blinder. Weiter geht's. Wir müssen zur Polizei, wo hinten Spieler? Spieler wo? Spieler wo? Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass wir schon wieder seit 12 Streams umeinander laufen und immer noch nicht eines natürlichen Todes gestorben sind? Einmal haben wir einfach umgefallen, weil unser Cheater umgebracht hat. Ja? Also sehr, oder wir durch einen Bug gestorben haben. Vielleicht ist das sogar noch naheliegender, als dass unser Cheater erschossen hat. Aber Bürgertag Zauberland ist gleich Daisy Ausrufezeichen. Lele, ich weiß einfach nicht, was du mir sagen möchtest. Saskia schreibt, Polizei in Elektro ist einfach die Hauptstraße, wo du sitzt, weiter stadteinwärts. Alles klar. Dann bewegen wir uns weiter stadteinwärts, Kinder. Wieder schluckt's Zombies. Ich mag meine Munition nicht wasten. Weiter geht's. Ihr redt's mir auch sauber zwingen. Wie ist das so stark? Ja, wir kämpfen da die ganze Zeit. Du lutzt ja in alles in Ruhe. Nein, ich heiße insgeheim ein Lootgeier, muss man wissen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Birger, unser Squad ist irgendwie wie die Möwen von Findet Nemo. Meins, 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 meins. Meins? 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 Ich finde auf alle Fälle... So. Ja, Was, rechts ist Polizei? Polizei. Schönes Ding. Schönes Ding. Looten Sie die Polizeistation. Umknackelt, sandwiched. Aber da geht Waffen kaputt wahrscheinlich, ja? Höchstwahrscheinlich. So, wir haben wieder in der Polizeistation. Wenn ihr Jacken findet, meine ist im Arsch. Ruin schon wieder, oder was? Oh, was liegt denn da? Packte 12GA Gummislacks. Nix drin. Gibt's nichts zum Looten. Gibt's nix. Also letztes Mal hat da PvP-Action angefangen. So ist es nicht. Diesmal habe ich das ja... Oh, da haben Militärzeit davon schon hin. Der Zombie hat eine blaue Jacken angehabt. Ja, aber du kannst nicht jeden Zombie... Die muss er, ich weiß nicht, ob der Zombie das droppen kann. Bin mir nicht sicher. Ja. Ah! Arschloch. Arschloch! Zünd mir einfach ein. Zünd mir einfach. Hinter nix. Gummislatz. Aufblasbare Gummislatz. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Halt dein Maul. War kurzer Spaß jetzt. Oh. Das ist auch mein Magazin nachladen. Wo ist der restliche Squad? Kommt eh schon wieder neu. Passt. Hat das Polizeihäusl nicht einmal anders ausgeschaut? Das Gelbe, oder haben sie das geändert generell? Hier jetzt sind drin. Haben die das Polizeihäusl, war das früher nicht einmal gelb? Haben sie das geändert? Birger. Ja, das sind immer Gibt's die Polizeihäusl in den Hauptstädten, die sind anders. Okay. Arschloch-Zombies, Alter. Weil das Polizeihäusl, das da, das kenne ich zum Beispiel nicht. Das hat mich jetzt interessieren, wie lange es das schon gibt, aber das habe ich halt einfach immer wegignoriert irgendwie, keine Ahnung.
Und für mich bin ich noch am... Das ist jetzt mein Schalldämpfer hier, oder was? Ich mich halt nicht ein, aber das ist gut, dann kann ich nachladen dabei. Bleibst du da drin, Birger? Ja, ihr könnt kämpfen, ich tue nachladen. Ja, okay, passt. Ja, okay, passt. Strapse ist die erste Person Singular für irgendein Verb. Schieß einmal auf Knirscheiben von die Zombies. Ich hab's probiert. Hallo! So, jetzt muss ich meine Waffen putzen, weil sonst habe ich ein Problem. Erst jetzt auf, ich muss meine Waffen putzen. Und Schalldämpfer habe ich auch keinen mehr. Verdammt! Den hätte ich richten müssen. Wahrscheinlich geht der ziemlich schnell kaputt, wenn du vollautomatisch schießt. So, Magazin rein. Warum nimmt man da eigentlich über das Kleine? Das nervt mich schon ein wenig. Servus, du seniler alter Zirkusaffe. Seniler alter Zirkusaffe. Wo ist denn das wieder gestohlen gewesen? Haben wir da jetzt einen Zombie eingesperrt da drin, oder was? Mit dem da? War ich, Entschuldigung, war schon so, war ich hab keinen Schalldämpfer mehr, Entschuldigung. Aber jetzt ist wurscht, locken wir mal ein paar Leute an, ab zum Polizeihäusl. Endlich mal! Randale! Da war's nicht schon, da ist doch keiner, da ist wieder keiner. Warum ist da eben keiner? Da ist eben keiner! Ja, Kinder, dann werden uns nichts anderes übrig bleiben, wie, weiß ich jetzt auch nicht, ist das schon das Ende von Elektro? Nein. Ja, dann müssen wir kurz einmal, wie spät, es ist 10 nach 8, wir müssen wir weiter, das hilft ja nicht. Du, das hilft ja nicht. Das hilft ja mir nicht. Nimmt Pistol. Stimmt eigentlich, gell? Pistol hätten wir auch noch. Aber Pistol ist langweilig. Pistol ist langweilig. Da vorne gibt's noch was. Weißt du auch nicht? Wenn wir weitergehen. Müssen wir weitergehen, das hilft jetzt eh nicht. Haben wir nichts mehr. Wenn wir Kirche schänden. Das ist ja keine Kirche, das ist eine Moschee. Ja, wie? Oder wo Betten entrussen. Es ist 10 nach 8. Hab ich gesagt, es ist 10 nach 8? Ich hab gesagt 10 nach 9. Hoppala. Hoppala, hab ich mich verschmerzt, Kinder! Herr Bernhard, da noch mehr als 4 Euro. Was hast du vom neuen Raum, was hältst du vom neuen Rammstein-Lied? Hab ich noch nicht mehr angehört. So, das ist... ich hab gar nicht gewusst, das Birger, wo willst denn du hin? Nach Elektro kommt ja nichts mehr. Nach Elektro kommt nichts mehr. Das ist eine gute Frage. Wo gehen wir hin? Haben wir irgendwelche sagenhaften Vorschläge? Aber also jetzt platzieren wir uns erst einmal wie die degenerierten Idioten da mitten auf der Straße. Vielleicht spielen wir quasi sowas wie Bimmel-Bingo. Der Erste, der umfällt und dann laufen wir alle ganz aufgeschreckt davon. Wo gehen wir hin? Haben wir irgendwelche super tollen Vorschläge? So, Ja, Elektro wieder nach waren wir Tscherno. noch nicht. Achso, in Elektro waren wir noch nicht. Warte mal. Ja. Also unfassbar viele Optionen haben wir nicht. Wir können an der Küste weiterlaufen und da die Städte ablaufen. Da habe ich eigentlich, sehe ich da immer Spieler, wenn man anfängt oder sonst. Gute Nacht. Was ist das? Ringelstädter müde, Ringelstädter Schlafi. Schmiedi, das ist der Schmiedi. Nein, Schmiedi ist müde, er muss das schlafen. bin ich nicht. Schmiedi müde, Schmiedi schlafen. Du besoffener Wu. Ja, keine Ahnung. Je länger das wir umeinander stehen, desto weniger kriegen wir zum Singen. Ab an die Küste, weiter geht's nach Kamischowo, glaube ich, ist das nächste. Ja, das ist aber schon ein Stück, gell? Alles klar. Ja, was möchtest du sonst? Du möchtest nur mit durch Elektro gehen, wo keiner da ist. Ich weiß nicht. Vorschläge. Guck Vorschläge. mal, Pfotzen links und rechts an den Tisch hauen. Sagst du da irgendwo ein T-Shirt, ich sag keins! Du kannst da deine Fotzen an den Straßenscheitel Kamischowo war's doch halber okay. Donk. Höchstens das Eck von deiner Mom. Halber Fotzen ans Eck von deiner Mom! Sehr schön. Sehr schön. Was für Insel um mich? Da um mich, oder was? Lord Süd! Die Insel da hinter, oder was? Na, warte mal, da muss ich nur mal schnell auf die Map schauen. Ah, Map! Nein, das ist Drakon-Map, okay. Dann haben wir da Omtel, da gibt es aber halt auch nichts. Und meinst du die Map da hinten? Insel. Die da, das Skaliski Voron, das da. Ganz unten rechts. Also, ja, das ist schon, ist das da. Sollen wir da auffüllen? Dann gehen wir nach Kamischowo, dann schauen wir uns die Insel an. Sag ich dir, was ist. Na, du bist gut versteckt. Ja.
Du möchtest schmusen oder was? Mir war es wurscht. Ja, Ja, wer kann schon von sich behaupten, dass er einen Chamäleon-Job gekriegt hat? So, los geht's. Wir gehen nach Kamischowo und dann schauen wir uns rechts unten die Insel an. Da werden wir alle schön patschen aus, aber das hilft sowieso nicht. Ja. Lass dich. Oh, leg der Zombie war schon wieder da! Niau. Wie geil, dass die übereinander fliegen. Was haben sie denn da für ein Problem? Die geilen Affen. Jeet! Was ist denn hier? Der Betonzombie oder was? Rum in Alpha! Heute ist Schnitzel- und Blowjob-Tag. Nein, heute ist Schnitzel- und Motorboot-Tag. Stealth. Bin ich eigentlich nicht 6, ihr mich auch nicht. Bist du wieder in Deckung? Ja. Geil. Ja, Stealth. Ich hab die schon gleich gar nicht gesehen. Ja. Aber Irgendjemand, jetzt war halt geil zum Wissen, wer das vorher war, weil irgendjemand ist an dem Typen, den ich da geschossen habe, an der Hütte mit dem feierroten Riesenrucksack einfach 3 Meter daneben vorbeigelaufen und hat ihn nicht gesehen. Er hat sich einfach ins Große gelegt, so, okay, I'm invisible, los geht's. You can see me. also skillmäßig kann das ich gewesen sein, der Ringelstädter, aber ich war von außen und hab gesniped. Rollkommando. Oh, Rollkommando schon wieder. Nein, nix Rollkommando. Das Rollkommando-Moment kam ich schon auf der Insel um. Das soll unser Ziel sein. Das sind keine Zombies, das sind Infizierte. Ja, gescheit, Havel. Lili, wenigstens kennst du es selber. Stealth. Da, Vollsprint jetzt. Haben wir keine Zeit für den Scheiß. Da siehst du, wie weit wir da zum Laufen haben. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn! Aber ich habe schon wieder das Gefühl, wir können schon wieder nicht eines natürlichen Todes sterben. Muss ich nur Solo-PvP-Runden einhauen und wir sehen das, keine Ahnung. Das gibt's ja nicht, was ist mit den Leuten los? Wir rennen seit 24 Stunden da umeinander wie ein Behinderter und keiner schafft's, dass er mich umbringt. Gut, nicht für euch. Ja, so weit ist jetzt das nicht. Da vorne, wo der Berg Tüpfe. Was geht denn? Du hast mit der MP snipern. Passt schon. Pro-Gamer. Möchtest du es ausprobieren? Die geht erstaunlich weit, das Ding. Mit 8 Bodyguards stirbt sie, ist auch schlecht. Ja, die Hanna war erst seit einem Stream dabei. Die Hanna war erst seit einem Stream dabei, aber gut, ja. Sollen wir, wie schaut's aus? Sollen wir noch ein Solo, weiß ich auch nicht, sollen wir Solo-PvP noch machen? Ich weiß auch nicht! Herr Flugbiss oder mit der F11 kann ich es ganz schnell beenden, das weiß ich. So wird der heutige Stream enden. Sag ich dir auch, wie es ist. Ganz wirklich der allerletzte Stream. Das ist heute aber auch der letzte DayZ-Stream. Ich sag's euch, wie es ist. Für bis nächstes Jahr. Sag ich euch, wie es ist. Ja, Mann, und ich werde auf einem niedrig besuchten Server 2-mal in einer Stunde vor anderen Spieler erschlagen. Alle Melee versus Lee mit Waffe. Gut, das kommt ganz drauf von wo die. Dass du Mio snipen oder spähen? Oder ist gespäht, man. Wie war das? Nach dem Staffelfinale ist vor dem Staffelfinale. DayZ Royale. Heute ist Schneeblotag, ja. Mit Angabe von Server. Ja, wow, Stream snipen kann ich auch. Dann tue ich eine Verzögerung von 10 Minuten ein. Dann hat's euch gleich. Bro! Als Staffelende zirkt sie als Vollbier-Squad Knockout aus und dann wird geschlägert, bis bloß einer über ist. Ich weiß nicht, ob die spielen ja einmal so zur Aufklärung. Es gibt bei mir im Discord einen DayZ-Squad. Das ist eine Rolle, die hat Zugriff auf bestimmte Text- und Sprachkanäle. Da sitzen die über drin. Die kann man auch sehen. Die meisten kommen da bloß nicht rein. Diese Gruppe hat sich abgespalten und herausgestellt, dass es einfach Leute, die miteinander gern spielen und die halt nicht getrollt werden wollen. Darum wird es sehr wohl wie soll ich sagen, streng ausgewertet, wer da eine darf und wer nicht. Ich verteile bloß die Rollen, ich leg das nicht fest, wer da drin ist. Ich spiele da nicht mit, ich mag auch gar nicht mitspielen, offstream, sage ich dir, wie es ist. Aber sie haben halt Equip wie Hölle. Ja, und die spielen nicht richtig. Die haben eine fette Base, die haben und spielen nicht. So. Du schmeißen hast.
Das ist eine geile Lache. So, kann ich schon, wo sind wir schon da? Ah. Das haben wir in der Familie, Birger. Wir Ringelstädter, wir sind halt manchmal ein bisschen ein Arschloch. Seid's da genau richtig. So, jetzt bei sowas. Wo ist jetzt die geschissene Insel eigentlich? Wie gehen wir jetzt dann schwimmen? Ist euch das eigentlich klar? Ja, machen wir Lagerfeuer noch. Machen wir Lagerfeuer danach, dann passt das. Das ist eine gute Idee. Achtung, da gibt's eine Police. Achtung, da gibt's eine Police. Ja, stimmt, da hinten, das gelbe Gebäude. Das werden wir uns sauber einverleiben. Oh, da ist ein Base. Da ist ein Base in Da ist ein Laufrichtung. Flaggenmast aufgebaut. Ja, da ist ein Base. Sind aber keinerlei Zombies bis jetzt da, darum glaube ich, dass da keiner da ist. Insel ist im Wasser. Fanny schaut, das weiß ich. Bro! Deswegen wollte ich erklären, richtig. Deswegen wollen die nicht sterben, verstehst? Sonst hätte ich schon ein Royal ausgemacht, so ist es nicht. Ich würde auch gerne PvP-Runden machen, wo wir ein eingegrenztes Gebiet festlegen. Und dann schlägern wir einfach und schauen wir, was passiert. Bürger, passt vielleicht auf Landminen und so. Ich schon. Arbeitshandschuhe. So, ich weiß, wie man da raufkommt, glaube ich. Warte mal. Nein, ich weiß doch nicht, wie man raufkommt, aber wahrscheinlich nur über da. Was ist denn das wieder für Bullshit da? So, Achtung, Staffel. Autobatterie, falls die eine braucht. Lass halt gegen Community alle 500 Meter auseinander, dann PvP. Ja, Herr Leonhard, ja, da wird sich halt keiner dran halten, das ist halt. Übrigens, Herr Bachhuber, merci für deine Donation und natürlich auch den ganzen anderen Rest auch. Ich denke, da gibt's nichts zu holen. Schauen wir uns mal Polizei an. Da sind schon zwei von uns, nicht der Schrecker. Ja. Schauen wir mal, was da los ist. Da hinten ist ein Zombie gespawnt. Waren wir aber mir. Ich glaube nicht, dass da jemand da ist. Außer mit die Prügel. Ich habe lustige. Jetzt fangst du das Laufen, ist das der Ernst? Ist das des Zombies Ernst? Da liegt der blaue Polizeihaken für denjenigen, der keine hat. Wo? Da, einer käme, folgen Sie mir, dir. Geht's gut? Geht's gut? Bittchen, was haben wir da? 12 Schund. Ja, genau. Bitte laden Sie ein. 12 Schund. Dankeschön. So, Kinder, bevor Sie übrigens die Dreiviertel des Sauhaufen später wieder schleicht, wir werden uns noch im Stream. Wir werden den relativ zeitlich... Spieler wo? Ja, ganz ehrlich, ich frage mich auch so ein bisschen, Spieler wo. Auf! 380er SCP-Mund, den nehme ich natürlich schon mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich executen mag. Ich darf so gern PvP machen, aber irgendwie... Oh, schau dir das an. Da den. Da haben wir einen Boden angegraben, die Nudel. Ja, der haben wir nicht lange umeinander, gehen wir weiter. Ja, passt schon. Schwimmen wir auf die Insel um mich. Ich mag mich nicht selber executen. Welche Ironie. Der Einzige, der einen Chamäleon umbringen kann, ist der Chamäleon selber. So, jetzt geissen wir erstmal was. Alle einmal sauber geissen. Da ist recht. Execute Order 66. 380er SCP, Core, 9mm kurz. Webspiele. Darf ich dir eine dicke braune Zucchini anbieten? Ding die noch, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, was man im Internet nicht sagen darf. Nach deiner Mom oder wie? Entschuldigung. Oh Mann, ey. So, sauber eingehalten. War gut, muss ich am lassen. Ja, riech mal. Ist fast nicht konterbar. Riech mal. Ist fast nicht Ich frag mich konterbar. lieber, warum die Zucchini braun ist. Möchte wissen, Sag ja, warum sein die, Mann halt. möchte wissen, warum die braun ist.
Schauen wir mal mit 100. Oh ja! Reparieren Ja, mal haben den wir Waffenberger. ja, ist schon wieder hin. ja, das wollte ich gerade, habe ich auch gerade gespannt. Haben wir nur ein Waffenreparaturset irgendwo, wo man anflocken? Na, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber wir haben einen Durst uns. Ja, das habe ich aufgebraucht. Da habe ich mein MP gesäubert. Naja, gut, hilft nicht. Ja, dann geißen wir uns voll. Der Schmiedi schläft schon wieder und weiter geht's. Birger, ich hab was zum Mutzing für die. Was zum Anziehen für mich? Was schon? Was ist denn jetzt der hintere Teufel? Das ist weg. Ein Kleider hast du mir mitgebracht, das ist aber nicht. Hast du das meiner Mom gestohlen? Ah, lustig, jetzt gehen wir! Und da ist schon wieder lang! MP ist gleich massiver Penis. Sprenge, absolut korrekt. Weißt du was? Weil man langweilig ist, straight to your face. Einfach weil man langweilig ist, richtig. Ah, jetzt wird einfach wild umeinander geschossen, damit irgendwas passiert, Kinder. So schaut's aus. Ich warte bloß, bis wir. Oh shit, jetzt geht's richtig. Der schießt euch nicht gegenseitig. Nee, mir doch nicht. Geh weiter, mir doch nicht. Oder was ist denn mit dir? Die Oma grabe da wie am Boden umeinander. Was kommt nach Daisy, Mr. Leonhard? Genau, über das werden wir uns unterhalten. Die nächsten Wochen werden wir ein bisschen Abwechslung einer bringen. Bei Elden Ring bleibt's noch vorerst einmal eine Zeitl. Da ich sagen, ich glaube, da habt ihr Bock drauf. Und was wir sonst so deren, ich glaube, ein Mimi-Review haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mit einem Update, jetzt dürfen wir auch Videos anschauen, aber maximal 30 Sekunden Länge. Der hat jetzt wieder alle. Warum gehen sie jetzt bloß wieder alle? Was bloß der Taxenbruch hat, was ist jetzt wieder kaputt? Dann geht's weiter mit der AA. Oh, Mr. Mesh, den kapiert keiner. Ich verstehe ihn auch, aber ich glaube, den kapiert sonst ganz wenig. Der Lili schreibt, Scam war ausgemacht, Birger. Das ist fast richtig, Lili, aber du kennst mich, ich red viel, wenn der Tag lang ist. So, ich weiß jetzt auch nicht, was gescheiter ist. Entweder schwimmen wir zur Insel um, was wahrscheinlich Ewigkeiten dauert und da hinten passiert genauso wenig. Oder wir gehen mal an der Küste weiter und rennen mal Vollgas durch nach Berenzino und schauen mal, was da ist. Dann dauert es halt vielleicht eine Viertelstunde länger, aber dann müssen wir halt wirklich den ultimativen Vollsprint hinlegen. Ja, dann das zweite. Schauen wir, dass wir nach Berenzino kommen, da die vorschlagen. Ja, ganz ehrlich, auf der Scheißdrecksinsel, da ist der kalte Sau nicht hinten. Das kalte Nudel ist da hinten. Was soll denn das da? Gehen wir Vollgas. Geht schon, gehen wir Vollgas. Ich drop da ein bisschen Wasser her, dass ich ein bisschen länger sprinten kann. Wer 2 Flaschen braucht oder 3. Dann easy noch ein Schwammerl. Ein wenig ein Schwammerl. Ein kleines Schwammerl, das nehmen wir. Das denkt jeder genau, deswegen gibt's da Apps. Das ist klar. Das Risiko geht jetzt nicht rein, das dauert jetzt ewig, bis wir wieder umschwimmen. Das ist die langweiligste Scheiße, die wahrscheinlich auch jeder jemals gesehen hat. Und dann haben wir genau da hinten also eine Burg, wo absolut nichts drin ist. Was meine Gickeltips sind hier, ja, das stimmt, die schmeißen wir auch weg. Oh, Press F für die Gickeltips. Okay, nicht so lange stehen bleiben, wir laufen mal. Vollsprint. Oh, der feine Herr. Ganz schnell 200 Kilo zunehmen, 200 Kilo abnehmen. 200 Kilo zunehmen, 200 Kilo abnehmen. Bist relativ leise hier, gerade wenig. Ja, wieso bin ich immer so leise? Ich verstehe die Frage nicht. Du so kurz ausgeschaut, 200 Kilo zunehmen, 200 Kilo abnehmen. Habt ihr schon gesehen? Du wolltest mir einen Gickeltopf auf den Kopf schmeißen. So Ja. nicht. Ja. Ja, Abflug jetzt! Vollgas! Müssen wir nach Berenzino. Ich mag halt noch irgendjemanden schießen. Aber ich hab wenigstens einen erwischt, Alter. Um am Schusssatz alle nass und erfrieren. Ja, genau. Genau das wird passieren. Da hinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendetwas ist. Glaube ich nicht. Schauen wir, wie weit das ist. Da schwimmst du ewig. Das tut sich doch kein Mensch nicht an 2022, dass er da um eine Base baut. Verhungert's da, bevor du wieder daheim bist. Haben wir da vorne? Auto. Ja gut. Waffe weg. Vollsprint.
So, schauen wir. Herr Wechselberger, merci dir! Also, Birger, den Weltrekord-Stream hast du mit Visage aufgestellt. Wann hast du denn wieder sowas Ähnlichem geplant? LG aus Tirol. Das ist eigentlich der Horrormonat. Und so viele so Spiele gibt es nicht mehr, die wir noch nicht ausprobiert haben. Ich habe aber sehr große Hoffnung in der Callisto-Protokoll, falls das irgendjemandem was sagt, als Horrorspiel des Jahres. Ich glaube, das kommt sogar dieses Jahr noch. Das ist vom Dead Space-Macher. Und Dead Space 1 Remake kommt auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das anschauen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Dead Space haben wir vor, ja gut, das ist 3 Jahre her, aber ist egal. Dead Space haben wir gespielt. Was liegt denn da, Mann? Autotier. Jetzt. Meins? Was passiert denn eigentlich, wenn man... Also ich mag es nicht wissen. Das heißt, warum denn? das ist kein inoffizielle Aufruf zum Draufschießen, aber mich würde interessieren, was passiert, wenn man da draufschießt. Nein. Heute Start. Und? Da ist jetzt nichts passiert, oder? Au! Jetzt hat's funktioniert. Du blitzt ein bisschen. Und deine Hosen ist kaputt, wollte ich bloß einmal sagen. Deine Hosen ist kaputt! Dein Mom ist kaputt! Der ist ja nur beschädigt. Der feiert sich hinter vorne nichts, die ist schon noch gut. Los geht's. Mit der haben wir schon wieder sauber zu viel Scheiß. Wir müssen mal weiter. Blöd! Gibt's Boote zum Fahren? Leonhard, nein, gibt es nicht. Ich wollte sehen, was passiert. Das ist ein Riot Shield. So, Callisto-Protokoll. Was kommen denn noch für Horrorspiele? Mit dem Klebebandel richten, geht das? Das müssen wir auch probieren. Der müssen wir auch probieren, den Kampfanzug Hose tauschen. Gibst du mir meine Hosen und dann der mal. Ja, tatsächlich geht das schon. Würdest die Hose reparieren mit dem Panzertape? Das hat schon immer funktioniert. Da gut, so weit hergeholt. Was sagst du denn zu meinem Borisch? Dafür, dass ich nicht in Bayern wohne, geht das schon, oder? Da hast du bayerische Vorfahren. Das heißt, muss irgendwo herkommen, nicht wahr? Ja, klar habe ich bayerische Vorfahren, aber... Verfolgen Sie mir mal nicht zu setzen, muss auffällig, wenn ich keine Hosen nicht habe. Das ist viel wichtiger. Oh, Moscherie. Nice. Was sind mit meinen Jacken? Die schaut auch nicht so gesund aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist mit meinen Jacken? Beschädigt schon wieder. Haben wir auch Panzertape drauf. Alles kannst du mit dem Panzertape. Nice. Kommt mal GTA Roleplay, Mr. Andreas Niebauer. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich weiß es noch nicht. Das mag ich vielleicht irgendwann einmal. Ich bin nicht so der GTA-Spieler, ich weiß es nicht. A Plague Tale 2 kommt doch auch, oder? Ja, das kommt sowieso. Also das ist Pflichtprogramm, Kinder. Also A Plague Tale 2 ist Pflichtprogramm. Und wenn GTA 6 rauskommt, gibt es GTA Roleplay. GTA Roleplay ist tot? Das glaube ich nicht. So, es ist genau dasselbe Schmerz wie Minecraft ist tot, aber es spielt immer noch 100 Millionen Leute. Der Fanto Fisch schreibt, heute bin ich leider nicht dabei, der 11. Jahrestag mit der Chefin muss doch fast gefeiert werden. 11. Jahrestag. Wie alt seid ihr? 14. Was ist denn der Book of Unwritten Tales? Das kenne ich nicht. Na, heute ist leider nicht so viel los. Schade fast ein wenig. Mal Bigfoot ist der Horror. Minecraft-Legende. 29. Dann kennt ihr euch seitdem das 17... Also seid zusammen, seitdem das so 17, 18 seid. Ah, das also Birger finde ich schon cool im Staffelfinale. Erst einmal eine geschmeidige Stunde Laffer. Ja, Mann, wenn keiner da ist, was sollen wir machen? Wir haben schon 3 Leute erschossen, oder? Wie viele Leute haben wir erschossen? 3? Wir sind halt einfach zu elitär, das wissen sie alle. Ne, das ist wir haben aber das Krasse. Was soll man sonst da? Wir machen einen Schmerzstream draus. Währenddessen Wandersimulator. Das hilft ja nicht. Servus, leider ist jetzt zum Stream dazugekommen. Mein DSI spackt immer noch rum. Mr. The Fatality, das ist natürlich nichts. Der Creepy schreibt, hast du ein Schuhmikro gekauft? Sauber. Sagt man das? Birger, Vollgas, was Global. sagst Aber das du gar nicht. zum spontanen IP-Leak? Montana IP-League. Der langweilig, weil da wissen die Leute, wo wir haben und dann können wir uns einfach selber auch umbringen. Der langweilig. Ja, langweilig. Trust me, in Berenzino okay. finden wir jetzt schon jemanden. Ja, okay, dann... Nix bis wieder sind, Alter. Was? Also, haben wir schon halber rum. Bringt's mir nicht so viel. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn mit euch. Muschi-Squad schon wieder. Bitte auf dem PvP-Server. Gibt's in DayZ Non-PvP-Server? Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, und trotzdem gut, dass MV7 ist das, oder? Mr. Creepy, jawohl.
MV7 USB, um genau zu sein, weil mir immer ganz wichtig ist, dass ich da nicht nur ein extra Mischpult oder irgendeinen Mist umeinander stehen hab. Das nervt mich bloß zu Tode. Der Katrin, sauber Birger, du bist der Allerbeste. Der Frau Hetzel, oh Birger, hast einen neuen Ständer. Ja, übrigens, stimmt. Ich habe einen neuen Ständer. Da, hier, stabil. Ich habe mir jetzt so einen gekauft, den man sauber in die Scheiße spaxen kann. Mir ist geraten worden, ich soll Löcher durchbohren, ich soll kontern. Also quasi ein Schramm durch eine Muren und ohne oder ein Platten und ohne oder was weiß ich. Aber der Birger lernt erst, wenn es spät ist. Ich habe mir einfach mit, weiß ich nicht, 5 cm lange und saume, ich weiß nicht wie dicke Spax sauber einfach festlegt. Ich hab mich ohne gehängt. Die mir hat es ausgehalten, dann wird es das Mikrofon aushalten für 2-3 Jahre. Hoffe ich. Ja. Dann haben wir einen wunderschönen Wandersimulator, Kinder. Ich weiß nicht, was wir sonst da sind. Es tut mir leid, Alter. Es tut mir leid, in Elektro war nichts los. In Elektro war nichts los. Jetzt müssen wir in die nächste Stadt rein. Das hilft nichts. Tu mit Map her. Wie schauen wir da aus? Jetzt haben wir da in dem Eck und haben jetzt quasi schon, haben wir da schon Richtung. Hoppala, warte mal. Map! Wir haben schon Richtung Norden, also so ist es nicht. Wir haben auch vom Eck schon ein Stück weg. Und jetzt schauen wir mal schnell. Warte mal. Map. Jetzt kommt dann Solnitschny. Und dann kommt Nischneue. Und dann kommt Berenzino. Ich weiß halt nicht, wo der Stress ist. Da haben wir ja gleich da. Ah, Map! Hashtag Wandersimulator. Ab in den Chat, wenn ihr mitmacht, der schlägt meine Wanderstiefeln. So schaut's aus. Wer als erstes schießt, hat gewonnen. Das stimmt nicht. Waren nicht auch mal Retro-Games angedacht? Wölfchen, exactly. Wir kommen ja auf dem Weg ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Jetzt passt es mir aber. Dann schmerzt mir wegen was wir nächsten Montag werden. Da. Birger, sollen wir vielleicht zum Strand gehen, weil da waren mehr Bambis. Ja, damit wenigstens ein bisschen etwas passiert. Gehen wir an den Strand runter. Außerdem ist der Strand schöner. Der Strand ist so viel schöner wie die Straße. Map! Habt ihr nicht sogar schon eine? Das müsste es aber eigentlich haben. Kriegen wir schon. So, was tun wir nächste Woche? Ich bin mir noch nicht sicher, was wir jetzt genau nächsten Montag tun. Ja, keine Ahnung, auf was ich dann Lust habe. Das entscheide ich meistens am Sonntagnachmittag, wenn ich die Ankündigung für den Discord mache. Ja, ich habe übrigens einen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung oder du drückst den fucking Chat einfach Ausrufezeichen Discord. Für Leute, die vielleicht neu sind, keine Ahnung. Kerbal Space Program war mal wieder geil. Jetzt kommt so die Zeit, ich denke mir so, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, es muss mal wieder ein Mimi-Review her. Mimi-Montag war schon lange nicht mehr. Sagt es selber, wer hat Bock auf einen Mimi-Montag? Hand hoch. Bloß diesmal mit der kleinen Erweiterung, ab jetzt guten Videos mit maximal 30 Sekunden Länge. Zusätzlich zu die Beutel. Natürlich. Hand hoch, hier, Mimi-Montag, Hashtag Mimi-Montag. Ab in den Chat. Aber nur, wer Bock hat. So, dann habe ich mir noch ausgedacht, das Setup-Review, was wir da mal gemacht haben. Ja, da wo wir eine Gaming-Setups so anschauen und so. Das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. War halt auch mal wieder komplett was Neues. Da habe ich nicht recht viel zu Gesicht bekommen, weil das so schnell vergangen ist, dass es ganz aus ist. Haben wir schon wieder einen Trockensack. Trockensack! Weiter geht's, da ist keine alte Sau. Setup-Review. Dann haben wir ab und zu im Discord hat es einmal geheißen, die Leute hätten Bock auf ein Haustier-Review. Weißt du, also alles, was als Haustier gut von mir, seid deine Viertel, das ist ja mir wurscht. Dann habe ich, wer hat da Bock drauf? Das kann man auch mal machen. Aber jetzt gibt es nicht nächsten Montag Mini-Review, Setup-Review und dann Ding, dann ist April. Das machen wir einmal im Monat und das der wir so, weißt du, da machen wir im März ein Mimi-Review mit Video. Dann machen wir im April an irgendeinem Montag machen wir Setup-Review und im Mai machen wir an irgendeinem Montag Haustier-Review. Okay? So. Dann hätte ich gerne mal wieder einen Bob Lost auspacken. Ja, Bob Lost for the win. Bob Lost ist schon wieder zu lang. Wie schnell das Zeit eigentlich vergeht. Jetzt haben wir Mitte März, Alter. Was zur Hölle ist eigentlich los? Ich glaube, wann war der Bob Lost? Im November? Im Oktober? Keine Ahnung. Der gute alte Bob Lost. Tini Winnie schreibt, so, ich muss jetzt abhauen, Arbeit ruft, ihr kommt allein zurecht, wünsche euch viel Spaß. Tini Winnie, sag ich, merci fürs Zuhören und haust dich rein. Sebi, hast du, was? Hab am Sonntag auch ein Bambi rasiert, 3000 € Schaden am Auto.
Da bist du mit 3000 Euro eh noch guter Fußgänger wahrscheinlich. Aber für was hast du eine Versicherung? Never! Oh, jetzt bin ich schon wieder da im Landesinneren. Wir wollten ja da. Kann ich da meine Sackratten zeigen als Haustier? Das kannst du machen. bin. Was ist denn das für bin. So, das ist Solnitschny. Jetzt haben wir ungefähr nochmal so weit. Dann haben wir in Nischneu und dann kommt eh schon das Berenzino-Gebiet. Da fangen wir da herum an und gehen wir so da durch. So schaut es nämlich aus. Map! Dann habe ich ja mal angedeutet, ich würde gerne so Retro-Spiele spielen. Ja, also so Retro-Grundvoraussetzung ist schon mal aus dem Jahr 2019, aus den 90ern und früher. Das ist schon mal das Erste. Und was mir ich ganz gut vorstellen könnte und was ich, wie soll ich sagen, auch selber ganz amüsant finden würde, weil es mich wahrscheinlich in dieselbe Nostalgie-Schiene drückt wie hoffentlich auch einige von euch. Achtung, Sniper-Spot oben links. Ja, dann soll er schießen, dann schieße ich zurück. Das da oben, wer sich da dreiviertel Stunde aufgelegt, Lele, dem kann ich nicht helfen. Der hat sich den Kill am LeBron. Oh, kurz, habe ich mich kurz im Jahr da am Chameleon. Hat er sich sauber verdient, so schaut's aus. Was der Bob Lost war vom 4.10. Grütze fix, Alter, das ist fast ein halbes Jahr her. Stream. Oh, interesting. Narren außer alle Richtungen Schuss. Wer ist da neben mir? Kannst du mir sagen, was los ist? Die rennen mit mir, ich weiß nicht. Weiß nicht, für was hat's denn im Disco jetzt zipfen? Was ist da los? Zombies. Dann bloß Zombies! Plus Zombies, alles gut. Langweilig, weiter geht's. Und zwar Retro-Spiele und zwar in der Form, wo es mehr Teile gibt. Die ersten Sachen, die mir da jetzt einfallen, ist zum Beispiel einmal Diablo. Diablo 1, Diablo 2. Die schießen auf Zombies, Lili. Da ist überhaupt nichts. Diablo 3. Ich würde es da nicht mehr lange anweisen, aber wurscht ist. Weil es mir wurscht ist. Mich über die Brücke, weiter geht's. Nicht lange umeinander tanteln. Warum bin ich da? Der Ton spackt. Was ist mit dem Ton? Dann haben wir Warcraft 1, 2 und 3. Du bist aber links Arschloch. Da kommen jetzt mehr Buschschüssels. Müssen wir nachladen. Kinder, da müssen wir nachladen. Und Abflug von hier. Was passiert eigentlich, wenn man auf so einen Gastank schießt? Das kann ich dir schon sagen, was da passiert. Zerreißen tut's. Ein Magazin nachladen und weiter geht's. Ja. So, jetzt. Angenommen Beispiel, nehmen wir mal Diablo. Diablo 1, Diablo 2 ist Diablo noch 2 noch aus den, wie soll ich sagen, hat auf alle Fälle die Anfänge in den 90ern. Ich glaube, Diablo 1 ist. Oh, wir können mal Dings zusammenschießen, oder was? Alle auf den Gastank! So, hab ich keinen Mund mehr. Muss nachladen. Und dann spielen wir mir in einem Stream quasi. Hat gut funktioniert, gell? Warum? Wir werden öfter drauf schießen müssen, ne? Wahrscheinlich schon. Außer wir schießen wir da natürlich in den Zaun ein, das sehe ich nicht richtig. Diablo 1 ist, glaube ich, von 96, bin mir nicht sicher ganz. 95, 96, 97, irgend sowas. Und dann spielen wir quasi sagen wir mal, die ersten zwei Ebenen in Diablo 1. Dann spielen wir die ersten zwei Ebenen in Diablo 2 und schauen wir uns so jetzt Spiel an. Einfach nur anschauen. Da geht es gar nicht darum, dass wir es durchspielen. Das wird unmöglich. Also es wird nicht unmöglich, aber es dauert halt ewig. Das war halt zeitlich einfach nicht machbar. Aber dass man quasi einen Stream lang, der dauert dann vielleicht halt auch 3 Stunden, das ist ja wurscht, das dauert dann bis 11.
dass wir uns die ganze Serie halt einmal anschauen. Ja? Also Diablo 1, einfach mal eine halbe Stunde reinschauen, Diablo 2 eine halbe Stunde, Diablo 3 eine halbe Stunde. Und so sehen, wie sie die Spiele weiterentwickelt haben. Dann zum Beispiel Warcraft 1, 2 und 3, Fallout 1, 2, 3 und 4 und New Vegas. Vielleicht sogar noch Fallout Tactics. Wobei Fallout 1 und 2 das gleiche Spiel ist. Einfach nur um zum sehen, wie sie die Spiele entwickelt haben. Und da haben mit Sicherheit ein paar Spiele dabei, die denselben Nostalgie-Effekt bei mir auslösen und bei euch genauso. In Diablo 2 schaffst du den ganzen ersten Akt in einer Stunde. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich habe Diablo 4 gespielt, ja, das 1er und das 2er. Beim 1er war ich noch so jung, dass ich nicht so wirklich gewusst habe, was ich da tue. Beim 2er dann so halbscharig zumindest. Das ist ja wurscht. Das ist, wie schnell ist, ob man den ersten Akt schaffen. Sagen wir es ja so, den ersten Zwischenboss oder irgend sowas, den ersten Boss. Was ist der erste Boss in Diablo 1? Ist der Butcher, den schafft man sowieso nicht. Den hat man nie geschafft, einfach wenn man zum Butcher gekommen ist. Und was ist bei Diablo 2 der erste Boss? Ich weiß nicht mehr. Sag ich dir, was es ist. Ja, genau, dann kennen wir uns auch mit Tomb Raider. Tomb Raider 1 das erste Level, Tomb Raider 2 das erste Level, Tomb Raider 3 das erste Level, Tomb Raider... Gut, wie viele Tomb Raider gibt's nicht? Da kriegst du einen Schlaganfall. Da muss man dann einmal vielleicht 2 Streams draus machen oder so. Wer hat da Bock drauf? Ach, der Andariel ist der erste Boss, ja. Der erste Boss im ersten Akt, jawohl. Alter, Diablo und Fallout. Steffi, wenn ich jetzt nur sage, es kommt Warcraft auch noch dazu. Warcraft 1, 2 und 3 kann ich mir da sehr gut vorstellen. Was haben wir noch? Also wir nachladen. Zombies sind gespawnt. Da, ich mir jetzt ab nach Berenzini bis spätestens habe. 3/4. Scheiße. Oh oh! Ich hab die Zombie-Welt getriggert. Aufstellen und schießen! Wieder greifen soll ich. Ich finde das lustig, wie soll ich greifen? Ganz ziemlich oft. Okay. Alter, bist du als Beton oder was ist denn mit dir? Hey, ein bisschen Action muss sein. Da müssen die leider mit sauber Hosen scheißen, bevor wir gehen. Das passiert, glaube ich, wenn man auf Knirscheiben schießt. Ich glaube auch. Wenn man nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, wir haben alle. Ja, ich meine, da liegt der Loot. Assassin's Creed Lea ist leider nicht aus den 90ern. Es müssen richtig alte Spiele sein. Und am besten die Warcraft 2, die greifen uns an! Birger, ich und du haben wir haben beide eine Ehrenrunde gedreht. Herr Leonhard, ich glaube, da bin ich... wer von euch ist sitzen geblieben? Wer von euch ist in der Schullaufbahn sitzen geblieben? Ab in den Chat. Braucht's mir nicht erzählen, dass ich und der Leonhard da einzig sind. Metal Gear Set, Command & Conquer. FIB, ja, absolut richtig. Mit Command & Conquer bin ich auch groß geworden. So wie das, was wir schon mal gespielt haben. Das mit dem Piraten. Was? Ja, Adventures. Monkey Island 1 haben wir ja haben wir das letztes Jahr im Sommer gespielt, glaube ich, oder? Monkey Island 1 oder vorletztes Jahr? Weiß ich wieder nicht mehr. Inklusive 13 Verweise. Okay, 13 Verweise ist hart. Jawohl, in der 13. Kurz vorm Abi. Nope, nein, die Siedler hier, da bin ich sitzen geblieben. Donkey Kong, zweimal sogar sitzen geblieben. Okay, das ist hart. Was im zweiten Schuljahr, gut, in der zweiten Klasse was anderes, sind wir noch so jung, da mag ich behaupten, kann man oft einmal noch gar nichts dafür, dass man sitzen bleibt. Ja, StarCraft 1 und 2, wobei, das, wir sollen sagen, ja, StarCraft ist halt sehr nerdig. Das ist, Kann ich toppen, ich hab 19 Verweise gehabt. Battle for einer or it didn't happen. Ich muss essen, ja, das stimmt. Bevor wir mir in die Stadt herum, wir haben jetzt übrigens nicht mehr weit, die Stadt. Die nächste Stadt, die kommt, ist quasi die, wo wir hinwollen. Nochmal. Die öffnen. Ja, was essen? Der Birko hat übersprungen. Ja, die gibt's auch. Oh, man, schmeißt mal ein Messer auf wie der Penner.
Abhauen! Gas geben. Hast du jetzt noch ein Messer genommen? Hab ich gestohlen. Das ist meins. So, alles, was runterfällt, gehört mir. Ja. Ich finde schon noch was zum Werfen. Anno-Reihe. Ja, Wolzensepp. Sehr guter Punkt. Aber bei Anno kommen wir halt in 2 Stunden nicht recht weit. Das ist halt das. Also da kann man sich einmal eine halbe Stunde den ersten Teil... Aber gut, da dauert so ein Stream halt dann vielleicht länger oder man streckt ihn über die ganze Woche, also Montag und Mittwoch. Schauen wir mal. Ja, übrigens, ich kann es auch toppen. Ich habe 48 Verweise gehabt. Weil ich so cool bin, bin ich nicht von der Schule geflogen. Ganz ehrlich, ich werde zur Hölle, kriegen 13 Verweise und fliegt nicht von der Schule, kann man das irgendwie nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf NES Rock'n'Roll Racer war genial, war ein Blizzard-Spiel. Natürlich war das genial. War im Kindergarten vom Basteln befreit. Oh, leck, Jagged Alliance 1 und 2. Aber da gibt es ja auch bloß weitere Teile, die absolut schlecht sind. Was ich zum Beispiel erfahre, ist Wasteland. Wasteland 1 ist, glaube ich, sogar noch aus die 80er. Bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das schon der Anfang von Berenzino eigentlich? Weiß man das? Das ist ein Vorort von Berenzino. Der Vorort von Berenzino, Leute, wir haben wir da. Da steppen Nein, wir wir jetzt. haben noch ungefähr 1 Kilometer oder so. Ja, passt. Sehen die Sachen mehr hätte ich dann gern. Und dann ist sowieso schon Juni. Ja, also da wir haben genügend zu tun. Wir haben Elden Ring immer noch. Solange ihr Bock habt auf Elden Ring, spiele ich weiter. Oh, jetzt, war das ein Spieler oder war das ein Zombie? Ich glaube, das war ein Zombie. Kommt dann gleich wieder die ganze Welt an Zombiehausen. Ja, es ist halt leider Gottes, ist nicht wir hätten wahrscheinlich noch Tscherno umdrehen sollen. Wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn da hätten wir eine ganze Stadt da gehabt. War doch jetzt gerade ich oder... Eine ins Gesicht. Eine ins Gesicht und weg da. Das ist Capri-Hose. Ich übersäge die ganze Zeit Leute. Herr Schreiner! Hugo! Boah, leck, boah, aber nur mit einem Drahttelefon. Wer kennt denn einen Hugo noch? Ja, genau, die Dreifaltigkeit der frühen Shooter. Return to Castle Wolfenstein, Doom und Duke Nukem. Einfach das erste Level einfach mal anschauen. Das sind jetzt nicht so direkt, ja, Nachfolger, aber die kommen aus dieser Generation. Oder Doom allein schon, meine Doom 1, Doom 2. Gut, der Sprung von Doom 1 auf Doom 3 ist halt heftig. Und dann auf Doom Eternal. Der ist halt hart. Hugo und Hexana. Hexana sagt mir auch noch irgendwas. Irgendwas sagt's mir noch, ich bin mir aber nicht sicher was. So, Leute, wir kommen langsam aber sicher nach Berenzino, da ist dann noch einmal zum Nachschauen. Herr Schreiner übrigens, merci für die Mitgliedschaft. Habe ich jetzt eigentlich irgendjemanden übersehen? Ich hoffe es nicht. Herr Bernhard Donner, merci für den Euro. Wir heißen vom neuen Raumstein, also das habe ich noch nicht mehr mitgekriegt. Löwensepp, Quake! Stimmt, Quake, aber da gibt es auch keine, da gibt es auch bloß Quake 1 und 2 und dann gibt es noch Quake 3 Arena. Und dann gibt es noch... Hat es Quake 4 noch gegeben? Ich glaube schon, gell, aber das war jetzt einfach Untergang, es hat keine Sau mehr interessiert. Unreal Tournament 2003, 2004 und so. Ja, es ist schon fast noch nicht retro für mich. Ja, also es muss mindestens 22 Jahre älter sein. Finde ich. Baldur's Gate. Baldur's Gate, wenn es 3er da ist. Dann. Weil so haben wir auch, ist einfach bloß ein altes Spiel und das war's dann. Ich hätt gern so eine Serie, ja, eine Serie, die sich quasi bis in die Jetztzeit durchzieht, wo man innerhalb von den 2-3 Stunden, wo wir dann einen Stream machen, so die Steigerung sieht, wie sich das in die letzten 20 Jahren entwickelt hat. Ah, da fällt uns genügend ein. Jagged Alliance 1 per DOS-Box. Es ist ja auch so ein bisschen schwierig, ich muss die Spiele natürlich auch kriegen. Die meisten habe ich nicht mehr, oder wenn, dann habe ich es auf Disketten, die lassen sich nicht mehr installieren. Doom zum Beispiel habe ich noch auf Disketten, da oben stehe in der Originalschachtel. Hashtag unbezahlbar. Aber trotzdem muss ich mir das halt auf anderem Weg dann irgendwie besorgen, dass ich das auf dem PC zum Laufen kriege, weil, weiß ich was es ist. Aber ich bin mir halt nicht sicher, es gibt ja die ganz alten Spiele, also ich rede jetzt von Doom. Doom 1. Die lassen sie ja einfach overladen irgendwo. Muss man die kaufen? Keine Ahnung. Frage für einen Freund. Auf Classic Reload.com kannst du die alten Spiele zocken.
GoldenEye, aber James Bond gab's nicht mehr so gute, weil GoldenEye war natürlich. Ob's da läuft hervorragend. Ja, das mag schon sein, dass es hervorragend läuft, aber ich hab kein Diskettenlaufwerk. Da könnt ihr mir nähert man uns Berenzino. Durch das läuft man einmal. Ich hoffe, dass man mich über. Hört man mich? Keine Ahnung. Haben wir mich über. Ja, geht Ja. schon. Ja, ja. Durch das läuft man einmal durch. Ich hoffe, dass wir noch mal irgendeinen kleinen Fight kriegen. Das wäre ganz nett. Schauen wir mal. Löwense! Besorgt aber das Kettenlaufwerk. Nein! Wieso? Außerdem, wenn ich es im Originalzustand habe, dann wird man schon gar einen Kopf abreißen, wenn ich es runterlade. Und den Rest muss ich halt kaufen, auf GOG oder was weiß ich. Da gibt es nicht mittlerweile die ganz alten Spiele auch einfach im Browser zum Spielen? Ist das legal? Weiß man das? Jagged Alliance 1 gäbe es auch auf CD und zum Download, glaube ich. Ja, die ganz alten Spiele zum Kriegen ist nicht tragisch, glaube ich. Für das gibt's GOG, also goodoldgames.com. Da werden wir es schon finden. So, wir spielen heute einen massiven Wandersimulator, merkst du das? Der Felix schreit, red dich doch mal gescheit über den Krieg auf. Muss ich mir jetzt, weiß ich nicht, muss ich gescheit einfach jetzt da meinen Scheiß auch noch dazu lassen, dass ich einen Krieg nicht gut finde. Das ist ungefähr so wie like, wenn du gegen Kinderfickerei bist. Weiß ich nicht. Außerdem ist im Real Life momentan alles beschissen genug, von vorn bis hinten. Oh, ja, das war das der Mohammed-Schuss, oder wie sehe ich das? Jawohl, Genau, wir das müssen war mal das, ankündigen, genau. dass wir das. Sehr schön. So mag ich das. So, jetzt Schluss, jetzt wird durch die Stadt durchgereist. Gehen wir vielleicht ein bisschen links Ich durch. bin Ringel on fire. Ich schieb mir einen Ring um meine Eier. Was? Shatters, Ringel. Show Dominance Schuss. Mr. Mapfrey, absolut richtig. Daniel! Snake auf dem Nock. Hey, war voll gut. Ich hab 3310 gehabt, da war dann schon Snake 2 drauf, da war ich voll gut. Da hab ich nämlich auf Pause drücken können. Das Leben ist verdammt normal kein Kinderschlecken. Das ist richtig, Mr. Mesh. Löwensepp, merci dir! War ja wie in Berlin, da sind da sind massenweise Ukrainer, nicht schön. Du, da fangen wir jetzt auch gar nicht zum Schmerzen an, das ist unfassbar. Haben wir das mir? Das ist unfassbar krass und ganz furchtbar schlimm, was da passiert. Birger, warum laufen wir jetzt eigentlich am Benziner vorbei, so Blackfrog? Weiß ich nicht, weil keiner von euch was sagt, dass wir da nach links gehen. Darum, los geht's, ab nach links. Ja, wir müssen auch linken. Ja. Ja, einfach alle Zombies werden einfach erschossen. Zombies, Sepp! Maul! Das schießt euch nicht gegenseitig. No, 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 no. Oh oh. Gib mir mal ein Stück weg da. Jetzt müssen wir einfach eiskalt in den Schuss einlaufen. Was soll ich machen? Müssen wir nachladen. Das am Boni-Ling ist gar nicht mal so blöd. Wie genau das Ding auch geht, wenn man gar nicht anlegt. Eine Popo! Wir pullen mir die ganze Stadt. Nachladen. Nachladen. So, ganze Stadt haben wir schnell ausradiert. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie weit das Ding geht, genau. Schuss kommt halt nicht. Okay. Aber sonst kann man schon lassen. Ja, Kinder. Da ist nichts los. Ja, Kinder, ich fürchte, wir haben hier keine Spiele. Ja, gehen wir mal noch ein Stück weiter, es hilft eh nicht. Und dann werden wir leider Gottes, werde ich mir leider Gottes mit der Tundra ins Gesicht schießen müssen. Das hilft nicht. Der Leonhard fragt, in welchen Fächer bist du sitzen geblieben? Ich, Rallye, Mathe und IT. Bei mir war's Rechnungswesen, Physik und Chemie. Birger, Überstunden möchtest du halt nicht machen, oder? Weil ein paar Meter, also ein paar Kilometer nördlich war nur Airfield. Lassen wir mal die Map schauen. Map! Ein paar Kilometer nördlich war noch ein Airfield. Da laufen wir auch noch hin. Weißt du was? Da laufen wir auch noch hin! Rush der Airfield! Krasno Airfield ist aber Medic, ist rein Medic. Aber das sind halt Spieler. Vielleicht, wahrscheinlich. Dann, Oder auch nicht. Dann durchsprinten und Gas. Okay. Durchsprinten und Gas, damit wir in 10 Minuten da sind, da ist ja nirgendwo was los. Das ist ein Wahnsinn, da ist ja nirgendwo was los. Hallo, wie viel soll ich noch um anschießen? Ich weiß es nicht. Felix, das letzte Video ist übrigens super gewesen. Sag ich, Felix, das gefreut mich. Freier! Oh, eine Dame mit Ahnung. Max Payne. Was habe ich dieses Spiel geliebt? Ist aber nicht aus den 90er, oder? Ist Max Payne noch aus den 90er? Ich glaube nicht mehr. Da war ich noch zu jung für Max Payne. Also, war ich nicht gewesen wahrscheinlich, aber ich glaube, ist Max Payne, ich glaube nicht mehr. Das war um die Jahrtausendwende auf alle Fälle. No One Lives Forever. Planescape Torment kenne ich, habe ich aber nie gespielt. Icewind Dale, Deus Ex und Fable. Fable bin ich nie warm geworden. Deus Ex war super. Icewind Dale habe ich auch gespielt, aber Torment habe ich nie gespielt. Ja, move mal weiter. Kennt jemand einen Weg direkt zum Airfield? Der soll bitte vorausgehen. Oh, kennst du den Platz noch? Wer kennt den Platz noch? Warte, ich bringe euch schnell einen Flashback vom... Achtung, LeBron, Flashbacks! Oh. Oh shit. Oh shit. Achtung, LeBron, Flashbacks! Dim, 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 dim. Dum, 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 dum. Wer erinnert sich noch? Ich erinnere mich noch. Oh, da ist schon wieder da. So von den Bierger trifft wieder nichts. Das ist der Zombie-Sepp. Da habe ich einen Gackerl geschossen, hab's genau gesehen. Und wo haben wir da gleich wieder gestorben? Ich glaube in dem Holzhaus da vorne, oder? Warte mal. Ja, in dem kleinen Häusl da drin haben wir gestorben, oder in eins davor. Samcro Mike, Spätschicht, Samcro-Bot, meldet sich zur Stelle, Hashtag limiert. Dann leg dich hier und schlaf, Mike. Merci dir. Basti Hero. Willst du in deiner Retro-Reihe nur PC-Spiele spielen oder auch Automatenspiele wie Pac-Man oder Space Invaders? Ich weiß, kriegt man sicher eine Spiele... Das können wir rein einmal einen einzelnen Stream machen. Ja? Also wirklich alt Spiele wie Pac-Man und Space Invaders zum Spielen, wenn man die am PC irgendwie zum Laufen kriegt. Aber da gibt es mit Sicherheit Internetseiten, wo man die einfach im Browser spielt. Einfach mal zum Anschauen, wie das früher war. Ja, was ist jetzt da wieder los? Wieder 5. Oder was? Weiter geht's. Ich laufe dem Typen da vorne noch. Ab zum Airfield! Ja, dann haben wir dieses Jahr auf alle Fälle noch ein Plague Tale, auf das freue ich mich ganz massiv. Dann haben wir The Day Before, das kommt im Juni, das werden wir auf alle Fälle sofort, da werden wir einen Juni füllen damit, da bin ich gespannt, was ich kann. Und, wo sind denn jetzt alle? Wo sind denn alle? Jetzt wird es da schon wieder Nacht. Guys, ich glaube, das mit dem Airfield... Jetzt wird es da schon wieder finster. Ich glaube, das mit dem Airfield können wir uns gepflegt schenken. Das sage ich dir, was ist. Leute! Ich glaube, es ist Zeit. The time has come. Was ich dir sage. Never touch a running system. Wir dürfen die hier richten. Es gibt nur einen, der einen Chamäleon hier richten kann. Der einzige, der in der Lage ist, einen Chamäleon zu töten, ist der Chamäleon selbst. Wieselburger Beste!
Du sollst einmal nachladen. Ja, wir brauchen nicht mehr nachladen, Leute. Sag euch was. Time. Arschloch. Lukas, wo war das Polizeigebäude? Langsam, alter Mo. Ich war 500 Meter vor euch. Ihr Schmerzhaum. Wo ist denn das Polizeigebäude jetzt da hin? Haben wir schon wieder so weit gelaufen. Komm jetzt zurück aus. The time has finally come. Ich bin schon ein bisschen wehmütig, ja. Ich sag's euch, was es ist. Bin schon Birger, ein bisschen wehmütig, bin ich ja. wenn du verreckst, krieg ich dann dein Sturmhauben. Das ist mir wurscht, was mit meinem Zeit. Von mir aus fresst's mich. Aber du geh mal du mit deiner Raucherei weg. wichtig. Weg mit dem Schund. Wichtig ist, dass du sie erst auszirkst. Ja, und dein Barret auch. Das Barret sitze ich natürlich nicht ab. Dieses Barret gehört nur einem. Von mir. Colin, komm bitte schon irgendwer endlich einmal fragen, wann wir wieder Landespur. Wundert mich, dass keiner fragt. Finde ich aber auch gut so. So. Wenn ich das an, es gibt nur einen Ort, an dem wir sterben können. Time Gracias. to say goodbye. War das Gebäude? Nein, das war's nicht. Das war's einfach nicht. Sollen wir mal weitergehen? Das Gebäude. Time has come. The time has come. Ihr wisst, was kommt. Und ihr wisst auch, wo es kommt. Ihr wisst es einfach. Ihr wisst es. Kommt. So, ich hätte jetzt gern ein bisschen eine Privatsphäre. Ich bedanke mich beim Vollblau Squad für die auch wenn es heute nicht so viel los war, sondern weil wir bloß umeinander gegangen sind, aber der Chamäleon braucht jetzt ein bisschen Privatsphäre. Es war geil. Darf ich dein Barret bitte haben, bevor du deine Privatsphäre ausnutzt? Das Barret, wenn ich gehe, geht's Barret leider auch. Das Barret geht mit mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Teilnahme am Squad, aber der Chamäleon muss jetzt leider aus dem Leben locken. Ihr könnt's dann nachkommen und ihr könnt's mir dann looten. Ja, das wärmer und ich polter Stück geil von deinem Fleisch. Geil. Ich glaube, das schimmert da nicht. Also, so wie ein Chamäleon kennst, ist er unverderblich. Kann nicht gammeln. Also mit deinem Fett, das aus deinem Körper rausgeht, werde ich auf jeden Fall irgendwas braten. Geil. Das wird sicher das beste Essen EU-West. Freunde der Sonne, ich bedanke mich. Aber wenn heute nicht so viel passiert ist. Oh, ein paar Leute haben auch erschossen, ich glaube 3. So, ich verabschiede mich nun ins Nirvana. Ich mache mit dir zu. Ihr regelt das da draußen schon. Birger, was? Das ist auch nicht das ist gar nicht das Gebäude, wo wir doch, das ist schon das Gebäude, wo wir gestorben haben. So. Freunde der Sonne, wer kennt den Raum wieder? Wer erkennt den Raum wieder? Auf 3, Salutschuss. 1, 2, 3. Da mache ich auch noch jemanden mit. So, den letzten Schuss. Repetieren. Legen wir einen Rucksack am Boden. Jetzt leichter wird. Dann unsere Henkersmahlzeit. Nehmen wir uns hin. Wieder Schwammerl. Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Schwammerl schmeckt gut, das ist in Ordnung. Das Gewehr ist geladen. Wir drücken F11. Wir können jetzt da eigentlich kein durchkommen. Macht's alle noch mehr einen Screenshot. Macht's alle noch mehr einen Screenshot.
Ich habe mehrere Screenshots gemacht. It's okay. The time has finally come. Und wenn irgendjemand noch brutaler war als der fucking LeBron himself, was der fucking Chameleon, den keiner imstande war zu töten, außer arme Cheater. Press F for respect. In eine Gedenkminute. Er war doch so jung und blau. Auch noch was ey. The time has come! Staffel 2 ist beendet! Chameleon war, glaube ich, nummer legendärer, als es der LeBron schon war. Mag ich behaupten. Freunde der Sonne, Achtung, ich kümmere mich um dieses Motiv. Es gibt's leider noch nicht. Dummerweise habe ich bei mir im Shop die Aktion dieses Wochenende und von heute bis Mittwoch gesetzt, dass es kostenlosen Versand gibt. Wer sich also nur ein Vollbier-Squad-T-Shirt leisten möchte oder das alte LeBron-T-Shirt oder das 2021 Special-T-Shirt, ist jetzt die beste Zeit dafür, weil der Versand meistens mehr ist als so eine 10% Aktion oder 10% Rabattaktion. Wen das interessiert. Findest du auf biergauer.de. Achtung, Eigenwerbung. Was sonst, Alter? Freunde der Sonne? Wie viel Bock hätte ich jetzt eigentlich im Juni auf ein LAN gehabt mit Daisy? Sag. So legendär, dass Spreadshirt only says no. Zu legendär. Das kriegen wir schon. Ich bin einer von den 10 im üben Poster. Mr. Borabayer. So, ich GZ. Die Version hab nicht einmal ich selber. Die war. Der Samcro Mike schreibt, außer man kauft nur Zeug. Ja, gut, das stimmt. Wenn es natürlich 5 Pullis und 5 T-Shirts kauft, dann ist eine 10% Aktion natürlich besser. Aber die meisten, ich meine, ich sehe es ja, es sind einzelne Pullis oder einzelne T-Shirts. Lea! Mein Bürger hab halt meine Hausarbeit fertig geschrieben, hab gedacht, geil Stream und nachher tust sowas. Ist überhaupt nicht okay!
Gibt auch noch andere Spiele. Jetzt müssen wir mal ein bisschen, ich habe schon gesagt, am Anfang des Jahres habe ich gesagt, ich möchte mal wieder gern mehr konstante Spiele, dass wir ein bisschen länger das Gleiche spielen. Aber ich glaube, 12 Streams DayZ, was theoretisch bei meiner Streamfrequenz 3 Monate sein, oder? 2, 4, 6, 8. Ja, dann 3 Monate Stream. Wie lange streamen wir eigentlich DayZ schon wieder? Seit Januar? Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, weißt du was es ist. Jetzt darf langsam was anderes kommen. Ich sag das, was es ist. Langsam darf was anderes kommen. So. Zu lang, wenn du mich fragst. Mr. Mott sagt, es hat seine Höhen und Tiefen gehabt, sage ich dir, wie es ist. Jetzt lassen wir es wieder ein Jahr lang liegen. Nächstes Jahr kommt Staffel 3. Da fangen wir wieder ganz genauso an. Dann holen wir unseren Lee und dann ein bisschen durch die Weggeschichte looten und dann freuen wir uns auf die LAN und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Oder wir packen mal Scum aus. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Aber jetzt ist Zeit, dass wir am Montag mal wieder was anderes sehen. Jetzt haben wir wirklich Wochen, Monate lang Scum Rebirth. Sprengi? Warum nicht? Aber das ist so ein Grund, so ein bisschen, dass ich jetzt keinen Bock auf Scum habe, weil wir jetzt einfach zu viel DayZ gespielt haben. Und das ist einfach das selbe Spiel in grün, finde ich. Der Simoniki schreibt, mich hat interessiert, wie die anderen mit deinem Leichnam hausen. Ja, wahrscheinlich erstickeln und essen. Bob Lost, Mimi Review, die Retro-Spielchen. Wir haben ein Elden Ring noch, das werden wir mindestens noch 1, 2, 3 Mal machen. Solange ihr Bock habt drauf, ansonsten dann kann ich, wenn ihr nämlich einmal keinen Bock mehr habt, dann kann ich endlich mal offstream weiterspielen, so viel wie ich mag. Dann diese Retro-Dinger werden wir mal ausprobieren. Ich glaube, da werde ich mich auch so ein bisschen ausnahmsweise mal auf den Stream vorbereiten und ein paar Fakten zu den Spielen ausschreiben, die vielleicht interessant sein könnten. Also, so nennen wir es Spiele-Trivias, die vielleicht interessant sein könnten aus diesen Zeiten über den Entwickler und weiter und so fort. Da ist nicht mehr Typ ausgelaufen am PC. Wieder ganz super. Der Zitronenkini schreit, wie wär denn mit Rimworld? Ja, kommt vielleicht auch irgendwann einmal wieder. Da ist auch übrigens ein Spiel dabei, das da ich euch gern irgendwann demnächst mal zeigen. Wahrscheinlich an den Mittwochs, an die Mickers, wenn wir mit Elden Ring fertig sind. Weil jetzt haben wir doch ein bisschen was zum Tun mit Mimi-Review und Bob Lost und Retro-Ding. Das kommt alles für den Montag. Weil da, keine Ahnung, da sehe ich einfach, eigentlich wurscht, ob Montag oder Mittwoch, sage ich dir ganz ehrlich. Aber Montag sind durchschnittlich immer mehrere Leute da. Aus irgendeinem Grund. Frag mich bitte nicht, warum. Keine Ahnung. Spiel mit 10. Staffel Microsoft. Was? Verstehe ich nicht, Pip. Und dann darf ich euch gern Factorio zeigen. Das ist ein Aufbauspielchen. Ja, vor 2 Jahren haben wir angefangen mit Transport Fever. Ich hätte niemals gemeint, dass euch das taugt und ich habe so viele Leute damit angesteckt, dass es ganz aus ist. Selbiges war es dann mit Satisfactory. Das haben wir nicht ganz so lang gespielt. Und dann kam Rimworld und jetzt kommt halt Factorio. Klang dafür 2, 3 Mal. Rielstädter, es war mir eine Ehre. Herr Rielstädter, es war mir auch eine Ehre. Hashtag dein Mom. Dein Mom, ihr braune Zucchini. Ringelstädter, merci dir. Wieder mal VR. Herr Losmi, eine gute Frage, weiß ich nicht, auf VR habe ich aber generell so wenig Bock, weil es einfach so unkampert ist und so super geil ist, wie man sich das vorstellt. Er hat Factorio gesagt! Mr. MRC, auf die habe ich schon gewartet. Factorio, MRC, Heavy Breathing. Du wirst wahrscheinlich durchdrehen, wie ich baue, weil ich das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt habe. Und ich habe bei weitem nicht so viele Stunden in dem Spiel wie du. Also dieses Jahr bisher nur DayZ, God of War und Elden Ring. Stimmt, gell? Da haben wir noch nicht recht viel gespielt dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen Konstanz. Jetzt kommt wieder mal ein bisschen Abwechslung, das schaut überhaupt nicht. Und ja, dann schauen wir weiter. Die Freya schreibt, wegen dir habe ich mir Spiele gekauft, wo ich vor dir nicht mehr auf dem Schirm gehabt habe. Merci dafür. Mrs. Freya, da braucht sich wirklich keiner bedanken. Ich freue mich eher noch drüber, wenn die Leute das Ding über MMOGA kaufen, dann habe ich sogar noch eine Kleinigkeit davon und ihr habt meistens weniger zum Zahlen. Tolle Sache das. Das ist übrigens der Link in der Beschreibung. Achtung, Eigenwerbung. So. Ja. Da müsste MRC 3 durch, wenn es steht. Erst Elden Ring, ich schätze einmal, wir machen mit der Akademie in Elden Ring, machen wir auf alle Fälle noch. Jetzt mache ich erst einmal in DayZ. Gehe jetzt erst einmal raus, damit. Cool. Ja, wieso geht ein Spende zu?
Los. Landi war auch noch. Landi war schon lang, ist schon lang vorbei. Den Landi gelangen wir mir nicht noch mehr an. Es gibt genügend. Gibt genügend. Wir haben auch immer noch so Lückenfüller. Gibt's genügend. Ich weiß ja gar nicht eigentlich, wo wir am besten eigentlich anfangen. Wir machen in Elden Ring auf alle Fälle noch die Akademie. Echt der nächste Dungeon, so wie das Schloss Stormvale, was wir die letzten 2 Streams gemacht haben. Ich habe ein bisschen gelevelt. Items gelootet, aber nicht so viel wie vorher. Schauen wir uns einfach einmal an, wie weit dass wir kommen und dann sehen wir. Der Hauptmann schreibt, der Horrorspiel, wo wir uns alle in die Hosen scheißen, wird wieder geil. Wenn du mir das richtige Horrorspiel dafür gibst, dann ja. Wie schaut es jetzt mit einem Warhammer-Stream aus? Stimmt. Momentan bin ich überhaupt nicht dabei. Ich habe da immer noch original verpackte Schachteln, die ich mir extra noch gekauft habe. Jetzt wird es wieder schöner. Da widerstrebt mir irgendwie. Ich komme da nicht in die Modellbauchstimmung, sage ich dir ganz ehrlich. Kann ich dann nicht sagen, wenn es da mal wieder was gibt. Und wenn dann sowieso bloß am Wochenende, weil das hat eigentlich auf meinem Kanal nichts zum Verloren haben. Da, das hat's, nein. Hat auf meinem Kanal eigentlich nichts verloren. Darum, ja. Bernlands, geil war's heute wieder. Der AC Squad, World of Tanks wird wieder mal geil. Stimmt, das kann man auch mal wieder auspacken. Also es gibt genügend. Der Spiegel ist immer noch das beste Horrorspiel. Oh, Mr. Bayern GmbH, der ist so alt, der hat meiner Oma schon auf den Arsch geschaut. Pizza Connection, das gehört zum Beispiel zu sich in die Retro-Dinger. Da gibt es ja auch 3 Teile, glaube ich, mittlerweile. Die kann man uns auch anschauen. Frostpunk ist my Rimworld. Ja, Frostpunk hat jetzt mit Rimworld eigentlich gar nichts zum tun, aber Frostpunk ist ein verdammt gutes Spiel. Wie schaut's mit dem Gustl aus? Gustl kommt so schnell nimmer. Da ist man, ganz ehrlich, es gibt ein fertiges Skript für Folge 4 für den Gustl. Es ist einfach fertig, literally. Sämtliches Ding, und zwar seit Ewigkeiten. Ich hab bloß keinen Bock nicht, weil wenn ich drüber nachdenke, jedes einzelne Wort wieder von Hand zum Animieren mit den Münder und Augen und so weiter, dann muss ich leider kotzen. Und in der Zwischenzeit, gestern ist ein Video gekommen, wer das noch nicht gesehen hat, anschauen. Alter, aber es ist auf das habe ich viel mehr Bock. Das ist zwar ähnlich viel Aufwand, aber es ist kein so Kackaufwand wie Münder Frame für Frame zum Animieren. Aber gut! So wieder, wie es ist. Gleichen wir uns ins Bett. Ich habe halt auch nicht viel geschlafen, sag ich dir, was ist. Der erste Teil ist mein Favorit von Pizza Connection, meiner auch, mit massivem Abstand sogar. Es gibt nur also einen Ableger, der heißt Pizza Syndicate. Den habe ich auch lang gespielt. In meiner Kindheit. Und Pizza Connection 2 habe ich dann schon gar nicht mehr so gefeiert. Und Pizza Connection 3, das ist noch gar nicht so alt, das ist 2 Jahre alt oder so. War dann ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht. Wenn es um 90er-Spiele geht, dann Indiana Jones, nicht vergessen. Früher Point-and-Click, mittlerweile ja brutale 3D-Baller-Action. Gibt es überhaupt ein Indiana Jones-Spiel, das aus der Neuzeit ist, außer eins, das 20 Jahre alt ist ungefähr, das so ein Tomb Raider-Abklatsch hätte sein sollen, aber schlecht war? Glaube ich. Gesuffen hast du, oder? Nee. Da findet man fake nur. Wir sehen uns auf alle Fälle am Mittwoch mit Elden Ring. Ich bin gespannt, wie die Akademie ist. Ich habe mich vorbereitet, Schlüssel habe ich noch gefarmt. Ja, das ist mir mehr oder weniger fast gesagt worden, wo er ist, aber ich habe ihn dann schon selber gefunden. Ja. Pizza Syndicate war echt geil. Ja, das kann man uns auch einmal anschauen. Pizza Connection, Pizza Syndicate, Pizza Connection 2 und Pizza Connection 3. Einfach nur den Einstieg mal so anschauen, wie die Grafik ist, wie das Menü ist und lauter so Sachen. Schauen wir mal. SimCity, ja. War, glaube ich, auch in den 90er. Ja, oh Gott, was habe ich SimCity? SimCity habe ich für einen Super Nintendo gehabt. War super geil. Akademie, Hier gibt's da wieder hart aufs Maulwölfchen, ich fürchte schon. SimCity 1 nur gut auf dem SNES. Oh, Sprengi! Mann mit Ahnung! Das stimmt. Da ist nicht der Dinosaurier, der Godzilla durchgelaufen, sondern der Bowser. Als Katastrophe, wenn ich mich richtig erinnere. Stronghold ist nicht aus den 90ern, Mr. Colin Bowser. Der Bürger müsste eigentlich mal ein paar Runden Don't Drink and Drive Mario Kart 64 spielen. Ich kenne Mario Kart 64, aber was ist ein paar Runden Don't Drink and Drive? Also Zusau von Mario Kart spielen. Also, ich spoilere nicht, nur ein Tipp, Achtung bei Treppen. Okay, dann sehe ich die fetten Storner jetzt schon oberlaufen. Oder irgendwelche Viecher oberfallen. Oder beziehungsweise Storner oberrollen und Viecher oberlaufen oder aus die Eckenviecher springen. Ich riech's bis daher.
Wie findest du Ark Survival Evolved oder kennst du es nicht? Ich kenne es, ich habe es und ich hasse es, weil wenn man 25 DLCs bringt, bevor das Hauptspiel überhaupt aus dem Early Access heraus ist, dann kaufe ich nie wieder so ein Spiel. Egal wie gut oder schlecht das ist. Phasmophobia wäre auch mal was für ein Horrorstream. Bei Kilian Lutz, jawohl. Horror ist aber nur im Oktober. Da ist hoffentlich nur eine Zeit lang hin. Mir graust es immer noch vom Jimmy. Wer erinnert sich noch an Jimmy? Der Chicky Leg schreibt, wie funktioniert Mimi Review denn? Da gibt es bei mir im Discord einen Mimi-Kanal. Ja? Aber ich erkläre jetzt nicht nochmal, was Mimis sind. Das sind nicht Memes. Da könnt ihr eine posten und ich scroll das durch, schau das so und wer mich zum Locher bringt, hat gewonnen. Ganz einfach. Und es gibt eine neue Regelung fürs Mimi Review 2022. 2020. Jetzt sind Videos erlaubt, kurze Videos. Ja? Aber nicht länger als 30 Sekunden, glaube ich. Der Colin schreibt, boah, du dummer Hurensohn wahrscheinlich. Beste Streams. Was ist jetzt, glaube ich, gerade wieder gegangen? Mein Hirn ist schon wieder stehen geblieben. Der Jimmy, der scheiß Foodlapper, Franz. Jeder hat zum Start der halbe, im Ziel muss leer sein. Zum Dringen musst du aber rechts an den Rand fahren und erst wenn du stehst, darfst du dringen. Das ist nicht schlecht. Und wer TikToks postet, wird gebannt. Bin mir nicht sicher. Ihr könnt mir schon TikToks posten, ist mir wurscht, aber ich werde sie dann wahrscheinlich roasten und nicht anschauen und nicht ernst nehmen, egal wie lustig das sind. Lea schreibt, God of War 1 und 2, der erste ist doch aus den 90er. Das kann sie hingehen, der ist halt PlayStation 1, glaube ich sogar noch. Aber wie gesagt, der ist halt PlayStation. Und ich werde jetzt nicht anfangen, dass ich mir sämtliche alte Konsolen rückwirkend kaufe, damit ich streamen kann, weil die erstens echt unbezahlbar sind. Und das braucht es nicht für mal einen Stream, für ein, zwei Spiele. Mal schauen. Hab ich nur PSO? Ich glaube, ich habe sogar noch eine originale PSO. Keller irgendwo. Aber die geht mit Sicherheit nicht mehr, keine Ahnung. Age of Empires 1, 2 und 3. Das war mein erstes Computerspiel, mein eigens. Bob lost Mau, Ball, Kämmer, Mamadog, ist Ball, Hashtag, selbst gebastelt. Wie man merkt, es war zwar ein ziemliches Gebälle, sauber nicht Bayerei, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Da hast du recht. Hast du eigentlich mal ein Wii-Code oder mit einer was gespielt? Ja, ich habe ein Wii-Code, ich habe mir Wii nur damals wegen Zelda. Scheiße, was war das für ein Teil? Ich glaube, Twilight Princess. Weiß das jemand? Was war denn der erste Zelda-Teil auf der Wii? Ich glaube, Twilight Princess, oder? Nur wegen dem habe ich es mir gekauft. Ziemlich bald darauf habe ich es dann wieder verkauft. Ich habe alle Konsolenmodelle seit 1986, ich sammle die Dinger. Oh, an sowas habe ich auch schon mal gedacht, ja, weil für das zocke ich einfach zu gern und schon zu lang. Und der typische Regal, das typische Ikea Kallax-Regal mit die vierkarten Dinger und in jedes eine Konsole eine. Oder so eine Halbierung eine und da eine Konsole einstellen. Aber da auf den Raiden habe ich gewartet, der weiß, was für ein Zelda-Teil das war. War Twilight Princess, habe ich es doch gewusst. Dann ist noch einer gekommen, das war das mit dem Wolf. Oder war das mit dem Wolf? Ich weiß nicht mehr. PS1 schmeißen sie da eh nach, kostet überhaupt nichts. Echt? Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Weil im Gegensatz dazu ist der Nintendo 64 oder der Super Nintendo nämlich schweineteuer. Naja, ich hätte noch einen Atari. Ich habe einen Commodore, den kann man miteinander mit zusammenbauen. Und zum Laufen bringen. Den hat mir der Schwiegerpapp hat mir den geschenkt, weil er sich denkt, da nimm den, weil bei mir steht auch bloß umeinander, vielleicht kannst du so fangen damit. Das war einmal so ein Wochenendstream, das Teil einmal herstellen, aufbauen und zum Laufen zu bringen, keine Ahnung. Das war eigentlich schon lustig. Aber ich habe keine CDs und nichts da, glaube ich. Also was heißt CDs? Da waren nur Papierdisketten und lang ist her. Aber war vielleicht der richtige Einstieg ins Retro-Gaming. Da drauf Doom zum Laufen bringen. Das war der Hammer, Alter. So, Bertelhans, hab ich die, nein, ich hab die nicht übersehen. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Das Wölfchen schreibt, ich hätte meinen Vater lynchen können, als er unsere Nintendo weggeworfen hat. Das Wegwerfer ist halt. Und nein, nicht SNS, das Ding von davor mit der Klappe. Boah, leck, den habe ich auch gehabt. War mein erster. Das war meine erste Spielekonsole, der NES. Das ist lang her, Alter. Da krieg ich krieg so eine Nostalgie-Flashbacks, dass ich gleich das Warner aufhang. Skyward Sword war das mit dem Vogel! Was war dann das mit dem Wolf? Twilight Princess All-Time-Favorit? Nein, bei mir ist Ocarina of Time. Die besten Erinnerungen an Zelda habe ich einfach an Ocarina of Time.
Und A Link. Weißt du, wie hat es noch am Super Nintendo geheißen? A Link to the Past, glaube ich, oder? Das. Und Ocarina of Time. Das war so mein Primetime. Du mit deinen Wochenend-Streams und am Ende wird's doch nichts. Sonntag, Ruhetag? Ja. Ich habe auch immer, da mache ich auch keinen Scheiß-Ton nicht hören, weil ich noch nie gesagt habe, am Wochenende kommt der Stream und dann ist keiner gekommen. Das ist noch nicht einmal passiert. Red ja kein Kack nicht. Wenn ihr natürlich auch jetzt mal, wenn ich sage, vielleicht kommt am Wochenende der Stream, ist alles, was ihr hört, ja, am Wochenende kommt der Stream, dann kann ich euch leider nicht helfen. Meine erste Konsole war ein N64, beziehungsweise, by the way, auch die letzte. Ich habe fast alle Konsolen gehabt. Außer wie dann PlayStation mit Xbox gekommen ist. Ich habe Xbox, die erste Xbox habe ich gehabt, habe ich aber ziemlich schnell wieder verkauft. Ich habe eine PlayStation 1, 2, 3 gehabt, kurzzeitig eine 4er, dann bin ich ausgestiegen. Eigentlich bin ich schon mitten in der 3er ausgestiegen, weil ich nur noch PC spiele. Vielleicht ist gleich alles absagen, weil Stream kommt. Ja, richtige Einstellung spricht. NES mit der Dreifach-Kassetten, Super Mario 1, Tetris und Nintendo World Cup. Alles bis zur Vergasung gesuchtet. Ich habe für den NES so ein Volleyball-Spiel gehabt. An das erinnert ich mich noch. Dann Bubble Bobble, kennt das noch jemand? Die zwei kleinen Drachen, die so Kugeln aufschießen. Und das war, NES war stark. Und Super Mario Brothers natürlich, da war ja Teil 1 bis keine Ahnung wie. Ich habe letztens beim Fliegedom gespielt, aber die Steuerung ist nur ein wenig zu krass für mich. Schneebergerin, das ist alles nur Übungssache. Hab die Konsolen alle immer daheim. Herr Hunter, sowas ist geil. Da hätte ich mal ins Regal stehen. Zock gerade Majora's Mask. Das war mir zu schwer damals. Sag ich dir, was ist. Da war ich einfach noch zu jung. Das war 1999, glaube ich. Das war mir einfach zu schwer. Löwensepp, ist Donkey Kong nicht auch Retro? Doch, aber ist halt Konsole only. Werden wir nicht zum Laufen kriegen. Merci dir. Bussi Nussi. So, Leute, jetzt schleichen wir uns weg. GTA 1, 2, 3, 4 und 5. Das kann ich mir auch noch gut vorstellen. So, jetzt lenkt es mir nicht die ganze Zeit ab. Jetzt sind wir schon wieder unnötig ganz massiv in die Länge. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir, wie auch letztes Jahr bereits, eine Ehre, Ihnen den wirklich unsterblichen Chameleon in die 12. Streamrunde zu tragen. Hiermit ist Staffel 2 beendet. Der Chameleon, ironisch wie es ist, der Einzige, der imstande war, dass der Chameleon stirbt und umgebracht wird, ist er selber. Er hat sich einfach straight mit der Tundra vom Schmiedi, Press F in Schmiedi und einem Vollblau-Squad in die Fresse schießen müssen, weil jemand anders war nicht imstande. Außer kurz einmal ein Cheater. Aber nur ganz kurz. Leider Gottes, offensichtlich Ratchet mag leider das Motiv nicht. Zack, zack. Ich hoffe, hoppala. Ich hoffe, das da kommt irgendwann durch. Mit ein bisschen weniger Blut und einem Zensiertbalken drüber. Ich hoffe, wir können nochmal nachschauen. Vielleicht ist es ja schon da, keine Ahnung. Vielleicht ist es schon da, ich glaube es nicht. Aber schauen wir mal. Nein, der Status ist immer noch auf, wird geprüft. Das dauert jetzt mit Sicherheit eine Woche. Und irgendwann im April, wenn es dann von euch keine Sau mehr interessiert, dann wird es natürlich online gestellt und dann sage ich aber zu Spreadshirt auch, fickt euch. Und dann wechselt ich. So! Friends of the Sun, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Heute war leider nicht ganz so viel los. Das ist ein bisschen schade fürs Staffelfinale. Dafür, wer die letzte Woche nicht gesehen hat, geht in meinen Kanal ein, es scrollt ein bisschen runter. Und der vorletzte Stream, der war wirklich gut. Da hat es richtig zack das Bündchen, Alter. Zack, das Böhnchen, Alter. Da ist richtig abgegangen. Haben wir 11 Kills gemacht. Wie viele Kills haben wir heute gemacht? Ich glaube 4, 3, irgend sowas. Ist ja egal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations, wie immer. Vielen herzlichen Dank für die ganzen neuen Mitglieder. Da waren halt auch einige dabei. Und vielen herzlichen Dank an alle alten Mitglieder. Ihr habt absolut keinen Dunst, was mir das bedeutet. Es freut mich sehr, dass euch einfach taugt, was ich da tue. Und es ist einfach der Hauptmotivator und mittlerweile also ein bisschen Verpflichtung, dass ich nicht einfach mittendrin aufhöre. Denn ich kenne mich, wenn ich keinen Bock mehr habe, und natürlich kommt ab und zu mir vor, dass ich keinen Bock nicht habe, dann tue ich einfach nicht. Aber mittlerweile haben wir so viel Leid, dass ich an einem schlechten Gewissen stirb, wenn ich sage am Montag auf die Nacht so, no, keine Ahnung, bin ein bisschen müde, hab keinen Bock heute. Das wird so nicht laufen, hilft nicht. Vielen herzlichen Dank. Und wie vorher schon mal ein Wolfrick zum Beispiel gesagt hat, sowas zaubert mir ein, wie soll ich sagen, sehr überwältigendes Gefühl ins Hirn, wenn mir jemand sagt, er leidet wirklich an Depressionen oder irgendeinen Scheiß und er freut sich dann drüber, wenn er ihn zum Lachen bringt. Ganz ehrlich,
To your heart, Brudi. Es kämen auch wieder, momentan ist wirklich alles beschissen, von vorn bis hinten, was das Real Life betrifft. Da redet man mir jetzt nicht bei mir auch noch drüber. Aber es wird wieder besser. So an alle, er ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der da. Mir geht's auch ab und zu mal nicht gut. Ne? Wenn sie nicht mal da sitzen und mir denken so, fuck everything, everybody, kein Bock, kein gar nichts. Und ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob das vielleicht mit Depressionen zum Tor hat. Wenn du motivationslos bist gegenüber fucking allem. Aber gut, da reden wir jetzt nicht drüber, für das bin ich nicht da. Herz als Spam, die Zeiten werden wieder besser. Schädel in Tee, weitermachen. Fucking hell. Vielen herzlichen Dank, press Triple F für die Moderatoren und jetzt schleicht's euch und das Allerwichtigste kommt nach dem Habitäre. Niemals vergessen. Hoi! Was war denn das für eine geile Trüte, Alter? Das war ein bisschen wie Bübi-Tritte. Ich hab ein bisschen daneben blasen. Der Uli hat auch daneben. So. Hashtag Stopse! Du Spacken! Habitäre. Jetzt als Spam-Sägekorn! Wo